heute haben wir eine neue Ausgabe von Total Genial. Heute dabei unter anderem der Grish Ayeti, der Easy, der im Team A, im Team B dabei ist der Waylo, den Kitschwitch und der Student noch dabei ist Nashitia. So, da ist ja für das Spiel erklären. Heute gibt es eine größere Ausgabe. Wieso ist meine Kamera weg? Das ist einmal die Kamera weg von dem. Wieso ist meine Kamera weg? Mach einfach keine Faxen, ich sag's dir, waren die. Ich will das Spiel erklären. Also, das Spiel geht so: Es gibt jeweils zwei Teams, einmal das Team A und das Team E. Einmal das Team A mit dem Gishayeti und dem Easy zusammen und das Team B mit dem Waylo, Kitschwitch und was soll das? Waylo, wo nicht stimmt. Jetzt ist wieder gut. Ja, aber geht komisch bei mir. Und Nashitia, Nashitia dabei und wie gesagt, das Team A besteht, das Team A besteht aus dem Gishayeti und dem Easy. Dann wird es jeweils 6 Fragen geben, jedes Team, was 8 Zeit zum sie erraten. Und dann gibt es auch noch, und es dann gerade anfangen mit das 2 gegen 3 über Schweizer Schweizer Sachen und dann könnt Top 10 Sachen raten. Dann fangen wir an mit dem ersten, der Reihenfolge, dann fängt immer der Grisha aus dem Team A, dann kommt der Waylo aus dem Team B, dann der Easy, dann der Kitschwitch und nachher kommt noch Nashitia. So, fangen wir ganz am einfachsten. Wo ich die Antwort, können wir da einen Punkt über und wer Top-Antwort erratet, kriegt nochmal einen Punkt für sein Team. Und der spielt den Punkt, den er hint, kann er nachher bei der genialen Nebenfrage, was es dann nachher gibt, also total genial Frage, den er dort die Punkte erspielen, falls er die Antwort richtig kennt. So, die erste Top 10 Artikel wären die 10 schönsten Kleinstädte in der Schweiz. Eine Kleinstadt ist gemeint ab 1000 Einwohner. Was sind die schönsten Kleinstädte der Schweiz? Der Grish Ayeti darf gerne mal anfangen. Chur. Der Grish Ayeti sagt, eine Antwort sagt Chur. Und mit Chur muss ich leider enttäuschen. What the fuck? Nicht dabei. Damit ist der Grish Ayeti für die Runde draussen. Dann darf Also, der Waylo nächste Antwort geben. Also was heisst das Schönste? Nach wem gemessen? Das heisst gerade voll ein Das Hänger. war von der Schweizer Illustrator gewesen. Haben die dort bewertet. Ich sage jetzt einfach mal St. Gallen, weil du das Ganze aufgezogen Also ich hast. meine eher so Kleinstädte, nicht eher Großstädte, sondern halt kleine Städte, so. Ach, klein ist? Ja, ich sage trotzdem Kleinstädte. St. Gallen. Ist schon gut. St. Gallen ist leider auch nicht dabei, damit ist der Waylo auch draussen. Ups. So. Den nächsten wäre der Easy. Biersfalde. Ist leider auch nicht dabei. Ich weiss, Kitschwitch, eine der schönsten Kleinstädte der Schweiz. Winterthur. Winterthur, hat auch einen Tisch, hat er auch nicht dabei. Nicht hat nur noch Nashitia eine Chance. Nashitia. Weiß nicht, Aarau oder? Aarau. Ja. Okay, die ist leider auch nicht dabei. Aber macht einfach noch mal eine Runde, wie jeder mal da raten. Dann muss ja jeder entspielen. Ja, aber das sind auch Städte. Es sind Städte, Oder ja. sind das einfach Nein, es sind Städte. offizielle Stadt? Ja, es sind eher kleine Städte. Also nicht die großen, sondern eher vielleicht zu ihm Okay. Also das heisst unter 40.000. Ja, unter 40.000. Da haben wir den Grisha Ayeti, noch eine Runde raten. Yeah, keine Ahnung, ey. Geht schon rum jetzt, wir brauchen einen Punkt da. Weiß nicht, da ist Thun schon gesagt worden. Thun ist sicher eine schöne Stadt, aber sie hat leider nicht zur Top 10 schönsten Städte. So relativ. Von wo hast du die Liste?
Der Oelo, darf schnell raten. Mein Gott. Ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, Zürich ist schon gesagt worden. Kleine Stadt. Das ist echt die grösste der Schweiz. Ja. Es sind ungefähr 40.000 Einwohner, hat die Stadt. Was? Ungefähr 40.000 Einwohner. 6'000? Unter 40.000. Unter 40'000? Ja. Ah, Kleinststädte, ja. Voll. Ja. Ich sage Uster. Ja, das ist auf Uster. Google gegangen. Das war leider auch nicht dabei. Also ich komme nicht von Uster, aber ist mir jetzt einfach spontan in den Sinn gekommen. Somit darf der Easy nochmal röteln, vielleicht weiss der noch eine. La Chaux-de-Fonds. Du hast Schwarzfahr eine Möglichkeit, aber da nicht dabei. Ich würde auch gerade die schwierigste Frage, die man kann stellen am Anfang. Ja, hey, bring einfach ein Beispiel, das drinnen vorkommt. Genau, du darfst gerne raten. Langenthal. Langenthal leider auch nicht dabei. Ja, aber es gibt ja 100 Millionen von diesen scheiß Kleinstädten. Maschita, ich weiß nicht noch einen in Zisk, aber nachher machen wir nachher weiter und lassen wir die Frage weg. Lausanne vielleicht. Lausanne ist näher gewesen, aber auch nicht dabei. Ich hätte noch eine Idee. Ja, du darfst gerne sagen. Darf ich sagen, wirklich? Ja. Ich sage Zermatt. Zermatt ist dabei, ist auf Platz 9. Das sind einfach Touristenorte, oder? Aha. Ja, Stadt. Davos, St. Moritz. Davos war dabei, also auf Platz 3. Ja, aber das ist doch keine Stadt. Was, Davos? Davos ist. Das ist doch keine Stadt. Ja, über 10'000 Einwohner, oder? Ja. Ja. Aber es geht gar nicht. Eine Stadt ist unsere Stadtmauer gehabt. Das soll man sagen, Platz 1 war zum Beispiel Murten, Platz 1 war Murten gewesen, Platz 2 war Murten. Interlaken gewesen, 3 Davos, 4 wäre Spiez, Platz 5 Lugano, Spiez. ja Spiez, Platz 6 wäre Ascona, Platz 8 wäre zum Beispiel noch Olten dabei gewesen, Zermatt und noch Platz Olten. 10 Yverdon, Le Bain. Alte. Old ist doch nicht Olten. schön. Ja. Aber schön ist sowieso Also sind relativ. wir wirklich, aber. Ja, aber Nein, das ist nein, eine doofe Interlaken. Frage gewesen. Also Aber mit ja. Murten bin ich absolut einverstanden auf Platz Ja, 1. wunderschön. Weißt du, warum Ja, ich jetzt träumt? Es gibt auch jedem von euch mal so 3-4 Punkte. Dann machen wir jeden Ja. Punkt über. Das macht Ja, auch oder Punkte. ist- 4 Punkte. Du, mal fragen, wie viele Audiospuren hast du? Bei mir steht die ganze Zeit irgendwas von wegen, es werden mehr als 2 Audiospuren benutzt. Und, aber ich habe jetzt gesehen, man hört global, also ich habe jetzt vorher kurz gelesen, aber ja, ich kann es nur wieder sagen. Eine mehr Also als eine mehr. bei mir leckt es im Fall der Stream, wenn ich so schaue, Uhren habe. Bei mir auch ein bisschen. Ja, Okay. genau. So, ich kann euch jetzt mal schnell Kategorien vorstellen, die es heute gibt. Ich hoffe, es leckt jetzt nicht mehr zu fest. Also Kategorie Nummer 1 wäre heute zum Spielen, wenn sie wieder kommen. Kategorie 1 wäre ein Schweizer Begriff. 2 wäre No-Show. 3 wäre Kurios über Australien. Kategorie 4 wäre Olte geht steil. 5 wäre Panik in Neuseeland. Platz Nummer 6 wäre Dafür mache ich mich strafbar. 7 wäre Weißt du, wer ich bin? 8 wäre kuriose Polizeieinsatz. Oder Frage Nummer 9, Kategorie 9 wäre Pass auf, was du sagst. Platz 10 wäre das Ereignis vom Jahr. 11 wäre ein Flug für sich. Und Kategorie 12 wäre ein göttliches Hotel. Jetzt dürfen wir ganz das Team A, Grisha, Yeti und der Easy mal Kategorie sein für die 12. Ich muss denken, da würde ich jetzt mal die Frage beantworten. Geht schon, mach noch. Soll ich? Ja, mach noch. Dafür mache ich mich strafbar. Ja, ist klar. Dafür machen wir strafbar.
Ich nehme die auch ganz schnell weg, wenn die weg will gehen. So. Das machen wir strafbar. Und dann wir die gerade einloggen. Und dann kommt da eure Frage dazu. Und Frage heisst, Also bei mir liegt es nicht mehr so nebenbei. und Frage Nummer, dafür machen wir strafbar. Frage ist, was wird man in einigen Kantonen von der Schweiz unterlassen, da man sich sonst strafbar macht? Also nur in einigen, in manchen ist es erlaubt. Ja, in manchen ist es erlaubt. Ist es eher die Mehrzahl, die erlaubt ist, oder kann es zum Beispiel auch nur von einem Kanton sein, wo dann das erlaubt ist und in allen anderen nicht? Es ist sicher mehr wie ein Kanton, was erlaubt ist, aber es gibt auch viele Kantone, wo die kannst strafbar machen. Hunde und Katzen essen. Das hat ich auch gesagt. Ohne Scheiß, ich glaube, das ist wirklich mit Hund und Katze. Es geht mehr um etwas, vielleicht, wo aber eine bestimmte Zeit verboten ist. Ruhestörung. Ruhestörung ab 10. Ist nicht, glaube nicht überall, oder? Ruhestörung ist schon mal ein guter Begriff, aber er braucht was genaues. Das ist zum genau. Okay. Ruhestörung. Also es geht in die Richtung Ruhestörung. Also durch was genau? Ja, durch was genau. Boah. Zu lautem Sex. Nein. Ja, wieso? Nein. Ja, nein. Aber so verkehrt ist es doch nicht. Puh. Ja, gut, Es hat etwas mit Sex zu tun, so wie es aussieht. die Frage ist, hat es zu tun mit Lautstärke oder hat es zu tun mit, was man mit sehen können? Mit Klatschgeräusch? Nein, das ist nicht zu tun. Hat es mit Lärm, also sind wir Lärm auf der richtigen nicht Spur schlecht. mit Lärm? Okay. Das ist schon schwer. Ja, singen? Singen. Keine Ahnung. Nicht singen. Also etwas... Also Wo mit man etwas, nicht wo man sich strafbar macht. Ja, Nicht in jedem Kanton, ja, bei einer gewissen Uhrzeit. ja. aber eine gewisse Abend. Uhrzeit. Sie ist Und es hat- erlaubt, dumm gesagt. Vor dem Singen ist erlaubt. Boah. Ja, Jesus, blöd. hast du mit Kategorie auswählen lassen? Ja, blöderweise habe ich mein Jurastudium nur 2 Semester durchgezogen. Und ich wüsste das natürlich. Ja. Also Lautstärke. Wir müssen mal überlegen, was gibt es Kurioses in welchen Kantonen? Ah komm, du hast irgendetwas im Kopf gehabt, Ise. Ja, das darf ich auch nicht sagen. Komm. Also, sicher so ein Tipp. Es ist etwas, was tagsüber erlaubt ist. Zu machen. Dann darf ich es erst recht nicht sagen. Das ist auch am Tag nicht erlaubt. Dürfen die anderen das in den Chat schreiben, wenn man denkt, man weiß es? Wenn Etwas, was ausblendet, dann durch schon, ja. erlaubt ist, aber bei gewissen Kantonen am Abend ist es nicht mehr erlaubt. Und es macht Lärm. Und es macht Lärm. Das ist. Es hat an sich nichts mit Sex zu tun, aber er hat ein bisschen gelacht, aber wahrscheinlich einfach wegen dem Thema an sich, aber gar nicht. Boah, ey, es muss etwas ganz Simples sein. Es ist etwas Es ganz muss Simples. etwas Da gebe ich dir komplett recht. Simples sein. Kochen. Es kann. Kochen, nein. WC-Spülung. Duschen! Weterspülung tut ganz gut, aber es ist nicht Weterspülung. Ja, duschen, baden, Nein. abwaschen, Seichen. auf das WC Kacken. allgemein gehen. Kann sagen, tun gut, aber wie? Im Stogen Im brunzeln. Stehen pissen. Im Stocker pissen, genau. Das ist keine Antwort. Und in welchem Es Kanton ist- dürfen wir das nicht? Das Es muss ist ich in noch ein paar wissen. Kantonen nicht erlaubt. Also, es ist ja so, der Nachbar kann dir anzeigen, wenn du zu laut im Stehen brünzeln gehst. Und da ihn stört. Okay. Wenn sie über 12 ist. Hanna theoretisch bei der Polizei anzeigen gehen. Und dann kommst du in die Ja, Busse. dann gehst du einfach duschen und dann während dem Duschen pissen. Das ist ja ein Dusch, sorry. Oh Gott.
Aber in welchem Kanton ist das so? Frank Gut weiß es nicht ganz, aber es steht nur drauf für einige Kantone. Ah, okay. Ja, also Vorsicht, Jungs. Ja. Wir sehen da schon mal die ersten 3 Punkte erspielt. Ganz stark. So, und jetzt ist aus Team Nummer 2 eine Frage, ich kann von ihr mal auswählen. Hat noch alle Kategorien, außer der Kategorie halt, wo der Frage ausgewählt worden ist. Was für eine hätte ihr gern? Darf der Velo, Kitschwitsch oder Nashita eine Kategorie auswählen? Wie? Wer will? Ich hätte gesagt Ladies first, aber ich bin am Durchlesen. Falls ihr sagt, ich muss. Also, ich hätte jetzt das erste genommen. Schweizer Begriff. Weil wir aus unterschiedlichen Kantonen Ja. kommen und das dritte sind. Schweizer Begriff. Ja. Ja. Wenn wir da einloggen, Schweizer Begriff, Und kommt in dem etwas aus dem Fall Wallis. für euer Team kommt die Frage vom Schweizer Begriff rein. Und die Frage lautet: Was ist die Schweizer Krankheit? Also Schweizer Krankheit. Wenn wir alles immer perfekt machen. Nein, dass Nein. man pünktlich kommt. Nein? Nicht! Nein, hat nichts mit zu tun. Hat es mit dem Verhalten zu tun? Jein. 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 Ich weiß nicht, hat es gesagt, Schoki essen und Kaffee trinken? Nein. Darf man klauen? Oh, es muss etwas sein aus dem. aus dem Bündnerland. Also, ich nehme jetzt mal an, es hat nichts mit der effektiven Krankheit zu tun, oder? Das kann man ausschliessen. Jein. Ich würde es nicht so sagen. Hä? Also ich kann euch den Link zum Begriff nicht machen. Der Begriff hat nicht mit der Schweiz zu tun, grob gesagt. Das ist so ein Tipp. Okay. Also Schweizer. Also, es hat mehr mit Krankheit zu tun wie mit der Schweiz, in dem Fall. Ja. Hat es irgendetwas mit so diesen typischen Schweizer Esswaren zu tun? Dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, irgendwo im Süden vielleicht die Leute nicht so. Also ich kenne das, dass zum Beispiel ein Fondue machst, irgendwo in der Karibik, dass die den Käse dann nicht vertragen oder so. Nein. Weil der Magen nicht daran gewöhnt ist. Nein, nein. Ja, aber geile Idee. Es kommt nur ein Scheissdreck in den Sinn. Ja, umso besser, dann sag das. Das ist ja genau das, was das Spiel Sag. ausmacht. Arthritis in den Finger wegen Geldzählen, keine Ahnung. Nein, nein. Das ist. Für das gibt es sicher einen Begriff und ich nehme die Frage natürlich dann auch gerne auf fürs nächste Mal. Nicht Perfektionismus. Nein. Also die Krankheit hat nichts mit der Schweiz. Hat nichts mit der Schweiz zu tun. Aber es muss ja irgendwo einen Zusammenhang haben. Irgendwie, keine Ahnung, ein Binnenland oder irgendwie so, dass kein Meer aussen ist oder irgendwie sowas. Nein. Also mit Esswaren hat es nichts zu tun. Nein. Das ist nicht- Nein. Nein. Was?
Mir hast du gerade getönt wie ein Roboter im Fall. Bei mir auch. Bei mir auch. Hat es etwas mit dir zu tun? Ich meine, wenn... Mit dir, nein. Nichts mit dir zu tun. Also, dein einziger Tipp, den du kannst geben ist, dass es nichts mit Schweiz zu tun hat. Schweizer Krankheit. Das kann jede Person haben, die Krankheit. Es ist Was? auch nur eine indirekte Krankheit. Es ist mehr so eine psychische Krankheit, sag ich jetzt einmal. Also wenn es Also- wirklich etwas Dämliches ist, dann schuldest du mir den Stein. Wenn es wirklich etwas, wo man einfach nicht kann, Vero. wo es echt so assi ist. So- Mir kann es schon erraten. So Luxussituationen, weißt du, so wenn man viel Geld hat, dass man irgendwie ab den kleinsten Problem so in dem Nein. Stil irgendwas. Nein. Wahrscheinlich würde ich sagen, da ist gar keine Krankheit, würde ich wahrscheinlich sagen. Das ist also eine super tolle Frage. Also, das hat also, Das ist wirklich dran. Also, ich glaube, ich weiß es, aber wenn es wirklich das ist, ich wüsste einen Tipp, aber ich kann den ja nicht geben. also da mal kurz zum Verständnis. Wir müssen herausfinden, was Schweizer Krankheit ist und es hat nichts mit Schweiz und nichts mit Krankheit zu tun. Gut, hat auch nichts mit Begriff zu tun. Also, ja. So. Hey, da wissen wir schon mal was, oder? Also, dass es das nicht ist. Also, das hat mit einer Krankheit zu tun, die gar keine Krankheit ist. Im Volksmund nur eine Krankheit ist. So ein bisschen etwas Bagatells, quasi so. Durchfall. Nein. Das ist, wenn der Bankautomat Durchfall hat. Nein, einfach, ich weiß nicht. Nein, Ich habe nein. keine Ahnung. Mann, das findet man doch raus, Mann. Das ist doch. Aber mit Geld hat es in dem Fall auch nichts zu tun, also Schweiz. Nein. Aber es muss ja irgendeinen Zusammenhang haben mit der Schweiz. Ich meine, Ich kann jetzt mal sagen, die Krankheit, was ist, hat ein Schweizer so auf Deutsch definiert, wie sie jetzt definiert worden ist. Darum heißt die Schweizer Krankheit. also es hat wie es ein Schweizer quasi das Wort erfunden hat. Ja. Aus welchem Kanton ist der gekommen? Aus Basel. Graubünden? Aus Basel. Ah, aus Basel. Aus Ich Basel habe ist gedacht, er was der Grisha weiss, oder? Nein, es ist aus Basel gekommen. Dann Vielleicht ein sehr guter Arzt. Also, jetzt, du weißt es doch. Kann es sein, dass der Grisha die Frage eingeschickt hat? Nein, Ja. ich habe gar keine Fragen eingeschickt. Also ja, wirklich kein blasser Ich Schimmer. kann alles auflösen, wenn das auflösen tun. Ich glaube, es Aber- ist... Weil, da kann ich weiß, also wenn das von mir stimmt, vielleicht hilft der Tipp etwas. Also, gib. Und zwar, Gib ihm. die Schweizer sind ja bekannt von früher, von den Krieg her, wo sie helfen, also sind das Söldner gewesen. Das heisst, die sind ja für, oder auch für den Vatikan, wo wir ja haben, so, wo sie auf Italien sind, oder eben für Frankreich, für alle Länder sind sie als Söldner weg aus der Schweiz gegangen. Kann man das gibt schon etwas Tipp, gell? Ja. Das ist Ja, praktisch. das ist ein guter. Ja. Guter Tipp, Und er hat es nachgeschissen dort, oder was? Es geht nicht um den Anschiss. Sie hat den Anschiss gehabt. Nein, es Es geht geht nicht nicht um um den Anschiss. Nein, Aber es kann sein, dass sie den Ausschuss hatten, ja. es kann schon sein, dass sie das haben. Ja, also, das war Sie haben Krankheiten verbreitet, so. Nein. Gesundheit. Gesundheit. Nein. Ah komm, schwieg. Ja, Söldner. Ja, Weiß ich vielleicht. nicht auch. Keine Ahnung. Wirklich kein Plan. Er hat gesagt, vielleicht Hilfsbereitschaft. Nein. Also, Ja, ist ja keine schau Ahnung. mal, ich helfe euch. Sehr oft haben das kleine Kinder. Kleine Kinder. Ja. Ja. Und die haben es nach den Bergen. Das hat die Söldner auch gehabt. Mhm. Kann sein, ja. Aber heutzutage sind das hauptsächlich Kinder. Also halt schon Ja, früher. jetzt schon. Heutzutage kann man sagen, haben sie in Was erster war das Linie mit den Kinder. Bergen? Gewesen? Willst du mich verarschen? Ich habe Heimweh nach den Bergen. Heimweh. Genau, es war Heimweg. gewesen. Oh Genau. Gott. Okay.
Die Schweizer Ja. Krankheit ist 1688 vom Jonas Hofer in Basel zuerst mal so beschrieben worden, wie man es heute als Heime bezeichnen kann. Darum heißt es die Schweizer Krankheit, was die Schweizer gemacht hat oder beschrieben hat. Jonas. Auch in Richi. Ja, soll es auch die Punkte geben, soll es die Punkte nicht geben? Das ist die grosse Nein, also ich Hilfe hätte sein. gerne die Hirnwindungen von dir gesehen. Isha, wirklich. Nein, das habe ich einfach gewusst im Fall. Das habe ich einfach gewusst. Das ist so wie... Manche Sachen weiß man halt und manche nicht. Das habe ich irgendwo gelesen. Aber hey, jetzt wissen wir, warum das geht. Danke, arbeiten gehen. So, Stefan, hör mal. So, jetzt gehen wir weiter. Oh, Ich will was du Purzel. Ja? Kannst du mal vielleicht den Hintergrund ausschalten? Das nimmt mich wunder, ob es dann weniger leckt. Der Hintergrund. Ja, weil das ist ja animiert. Ich habe das gar nicht genau angeschaut, dass das vielleicht wegen dem könnte kommen. Kann ich mal jetzt ausschalten. Kann auch wegen dem Upload-Ding Größe sein, die er hat. Ah, okay. Hintergrund, das müssen wir ausschalten. Also, nächste 2 gegen 3 ist die 10 kultigsten Blöterli-Wasser in der Schweiz. Von der Schweiz. Also die 10 kultigsten Getränke, was es jemals gibt, von der Schweiz. Schweizer Getränk. Mit oder ohne Alk? Kann mit sowie auch ohne sein. Die meisten Getränke, sagen wir alle bis auf Eis, gibt es jetzt noch. Aha. Aber es gibt alle in dieser Art gibt es noch eigentlich. Der Chris Haiti darf gerne mal ein Getränk. Ja, Rivella. Rivella ist selbstverständlich ist es dabei. Wir müssen aufschalten. Rivella ist auf Platz 4. Dann ist jetzt der Whaler dabei. Mit der nächsten. Darf ich etwas fragen? Ja. Muss es so Blöterli drin haben? Oder muss das nicht unbedingt drin sein? Alle ins eine drin. Also Ah, alle in okay. Sprudel drin. Kohlensäure. Okay, gut. Ja. Whaler, was Okay. heißt du? Coca-Cola? Ich lasse jetzt das Coca-Cola gelten. Eine wäre es Vivi Cola gewesen, aber da kennt wahrscheinlich keiner mehr. Aber ist an sich auch Coca-Cola-Marke von der Schweiz. So nehmen wir es gelten. Jawohl, das gibt's doch noch. Es muss Also aus das, der das, Schweiz. das ist verdammt fein. Ich nie Ja. gehört. Dann der Easy. Elmer Citro. Elmar Citro, da ist auch dabei, stark auf Platz 10, knapp aber noch dabei. Ja, so bin ich immer. Knapp aber dabei. Dann darf jetzt Kitschwitsch, Ramsayer sauren Most. Oh. Ja. Oh. Ramsayer Sure Mast. Also, Da mehr muss ich Schweiz dich jetzt leider enttäuschen, da ist nicht dabei gewesen. Was? Was? Dann wäre wieder der eine ist jetzt noch Nashita. Also ich hätte jetzt gesagt Fanta, aber ich bin mir nicht sicher. Fanta. Ich könnte es jetzt noch so ganz knapp gelten lassen. Ich lasse ganz knapp gelten, als halb kommt es da durch. Das kennt auch jeder. Ist der Grisha Yeti dran? Ein Mhm. paar sind schon genannt worden. Gott, das ist ja vielleicht bei uns, aber einfach wenn normales Mineral, also Passzucker oder ein Zünder, also ich weiß nicht, ob das zusammengehört oder das Redest separat jetzt von ist. normales Mineralwasser. Ja, oder da gibt es ja verschiedene Marken. Da ist ja die Frage, Ja. willst du die Marke gehören oder ich meine, wenn man sagt Mineral, gibt es viele halt, die Ja, mit aber Zünder, Passzucker und allem möglichen. Wasser ist jetzt leider nicht dabei. Also auch keine so Marken, okay? Nein, leider nicht. Dann ist der Whaler wieder dran. Jetzt ist der Christian für die Runde gesperrt. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber ich sage jetzt. Woher kommt ich sage jetzt Sinalco, keine Ahnung, woher das kommt. Sinalco ist eine Art Zitro, haben wir schon Ja. gehabt. Aha, ich meine, es sind unterschiedliche Marken. Ja, nein, gibt nicht was Eis. Vor allem Marken.
Kannst du gerne noch was sagen, weil das ist schon benannt worden. Aha, ich habe gemeint, ich sage jetzt das. Nein, du hast noch mal was nicht. Was das gleiche ist. Nein. Ja, nein, dann bin ich bin auch irgendwie bei Mineralwasser, aber das geht ja nicht. Nein, ich habe einen Plan. Nein, ich habe keine Antwort einloggen. Etwas, was du gerne Okay. trinkst. Setz mich auf Rot, ich habe keinen Plan. Okay, leider drin draussen. Dann dürft noch den Eisenmann raten. Äpfelschorle. Äpfelsaft, Äpfelschorle. Ist leider auch nicht dabei. Ja, nein. Leid. Und jetzt ist nur noch Nashita. Ja, wir dürfen doch noch an sich ja noch, weil sonst haben sie ja immer 3 und wir nur 2 dann gehabt. Ja, das darfst du noch einmal raten. Das stimmt. Nashita darf noch mal schnell raten. Du Fuchs, Christian. Ja, nein, wir wollen schon fair halten. Ich hätte gesagt, Zitron. Nein, Zitron schon drin. Ja. Weiß nicht, geltet Panache? Panache, Bier, sondern auch Bier. Bier Also das ist leider- Das ist ja Bier gemischt mit dieses Mineral oder Zitron oder was denn. Ja, aber es ist kein Bier dabei. Das darf noch einmal der Grisha raten. Rimus. Rimus ist eine gute Antwort. Platz 8, Rimus. Damit darfst du noch mal raten. Ja, du bist noch drin. Oh mein Gott. Sie ist nur am Grisha ein bisschen Punkte machen für dieses Team. Oh, was könnte noch sein? Bier geht ja nicht da. Nein. Was hat noch Cola-Säure? Vielleicht so typische Schweizer Getränk. Das tippet sich noch. Boah, ey, das ist... Christian, sollst du schicken auf Instagram? Ja, los. Oh mein Gott, ey. Also was einloggen, wenn du noch was weißt. Ey, ja, sonst, also wenn es halt nicht immer, also halt Alkohol ist, ja sonst halt Champagner oder so. Sind halt das mal mit Alkohol. Rimus. Ist ja ohne Alkohol und Champagner ist ja mit Alkohol. Ja, aber Sepp ist leider nicht drin. Ja. Also jetzt wahrscheinlich die erste Antwort mal sagen. Platz 2 wäre ich bin noch Schweppes gewesen. Platz 3 wäre etwas, was vielleicht der Christian noch hätte wissen können. So typische Bündner Spezialität, Graziosa. Ja, Jesus Gott, das haben wir ja immer schon in der Pause. Platz 5 wäre noch Pepita gewesen. Platz Oh, 7 wäre Pepita. noch Oh, ja. Gomella gewesen, was jemand kennt. Aber Das Comella ist hat, Schocki, oder? aber Comella hat doch keine Schocki. Cola-Säure. Gibt es auch mit Kohlensäure. I. Weh. Das ist ja Und Platz 9 Verbrechen. wäre noch Kann ich nicht. Passaya gewesen. Ah, das ist auch klasse. Hey! Oh Gott! Genau. Also einfach Sachen, wo Damit du hat Mikro oder... Team A geschrieben in Easy 3 Punkte geholt und Team B, Oelo, Kitwitsch und Nashita haben 2 Punkte geholt. Und Das ist damit wie so darf jetzt- eine Mikroliste. hm? Ja, gell? Wirklich. Aber stimmt, geht so aus. Und das habe ich gar nicht mehr gedacht, weil das ist, geht für mich so eben auch unter Zitro. Weil, aber die haben natürlich 100 Geschmäcker. Somit darf jetzt einmal das Team A, Krisha, Yeti und der Easy eine Kategorie auswählen, von denen Wally oder Das mal darfst du in dieser Kategorie auswählen. Okay, warte, ich muss warten, bis ich es sehe. Oh, no, ja, jetzt. Also, was haben wir da? No Show, Schweizer Begriffe. Ah, das ist schon weg, okay. Schweizer passt. Begriff ist schon Ah. weg. Ja, das ist beides schon weg. Das Ereignis des Jahres. Er nimmt das Ereignis des Jahres. Er nimmt das Nummer 10. Wenn wir da mal öffnen, schauen wir, was da drin für eine schöne Frage vorkommt. So, gehen wir da mal schon schauen. So, das Ereignis des Jahres.
Ja, es ist nicht aus der Schweiz eigentlich, sondern es ist schon ein bisschen ein längeres Ereignis des Jahres. Aber die Frage ist, was war im Cypress Grants Adventure Park am 1. April 2007 einzigartiges passiert? Simon, was das für ein Park Was? Was? ist der in den USA oder ist der Cypress Gardens? Oder ist das Tönt schon so amerikanisch. Tönt amerikanisch, ja, das gesagt. Genau Sei weiß ich schon. nicht. Ah. Aber ich denke, er spielt nicht so eine Rolle. Dann Titanwurz ist gesehen. Oder? Wie sagen wir der Pflanze, die aufgeht und dann stinkt sie abartig. Nein. Nicht, ich weiß, okay. wie du meinst. Ja, aber Ich weiss das auch. Die vom Dennis allein zu. Nein, Dennis. Dort ist doch die grusige Stinkpflanze, die aufblüht. Ja, genau, ja. Aber das ist nicht, oder wie? Und bei den Nein, Simpsons kommt es ist ja auch mal nicht. auch vor. Spezielles war im Cypress Gardens. Ist das dort, wo alle gleichzeitig gekifft haben? Am 20. April. Am 1. April. Nein, gerade um den 1. April. Aber Also, nein, ist das- nicht Gift dort. Also, aber ist das ja. Cypress Gardens Adventure? Also ist das wirklich so ein Park, wo halt für Pflanzen ist? Das wirklich so ein Pflanzenpark? Es hat sicherlich Nicht so ein Vergnügungspark. Ja, es hat auch viele, so, sag jetzt mal, so Gras, also da viele Grasflächen. Ne? Es hat viel Grasflächen. Ja, es ist halt Also auch ist jetzt- ruhig. Ist es eher so ein Nationalpark, Maß? Ja, ist Und nicht hier so ein so, Park? ja, hier ein Park, als Park gemeint, nicht als Freizeitpark. Ah, okay. Okay. Geysirausbruch, Vulkanausbruch. Nein. Irgendeine seltene Tierart hat sich dort apart. Nein, Oh, Live-Zuschauer. Kann mal einen Tipp geben, was kommt dann, weißt du, im April? Es geht vor allem auch hier um die Jahreszeit, sag jetzt mal. Als Tipp. Das ist Frühlingsanfang, so mäßig. Ja. Ja, okay, dann mit dem Paaren von dir. Spüre den Frühling, sind rollig. Wenn du Ja. Musik Nichts läufst, mit dann gehst du Panik ein. mit den Tieren zu tun. Aber es hat nicht mit der Paarung von Tieren zu tun. Das Okay. hat nicht mit Tieren Frage zu ist, tun. hat's- Aber okay, mit gut. Menschen. Menschen tun Zwischen- besser. Paarung zwischen Mensch und Ja, Frühling, weißt du nicht. Nein. eine gewisse Anzahl Leute haben, nein, für das sind doch die Asiaten bekannt, eher, dass sie alle auf das Mal sich treffen und heiraten oder küssen. Ah, ja. Nein, nicht mit Heiraten zu tun. Also haben die irgendeinen... Warte mal, 1. Massenselbstmord von einer April, Sekte. 1. April ist also in der Schweiz, ich weiß nicht, ob das ist doch überall so, dass man doch den 1. April-Scherz macht. Das hat nichts mit Aprilscherz zu tun. Was mit Pilz? Mit dem Aprilscherz hat es nichts zu tun. Aber wir Aha, machen- okay. Ich habe verstanden, mit einem Pilz zu tun. Was hat das mit 1. Menschen zu tun? April 2007. Denk- Es hat auch nichts mit dem Jahr zu tun. Das ist Hey. Aber Gärten sind ja bekannt eben für Pflanzen, die es selten gibt, für Tiere, die es selten gibt. Aber es hat nichts mit dem zu tun, sondern es hat etwas mit Menschen zu tun. Wieso? Was können Menschen mit einer... Es muss etwas sein, in dem Sinne, wo man nur so wahrscheinlich genau nur in dem Park kann machen Nein. kann. Ist ja irgendein... Nein. Die Scheiße. größte Nacktwanderungsversammlung auf der Nein. ganzen Welt. Es hat etwas zu tun, was jeder so kann geben. Das ist so ein Tipp. Es kann es jedes Jahr geben, aber wahrscheinlich Ja, eben also nur... Das Ereignis, das sag jetzt mal, durch das Ereignis, durch das, was man da gemacht hat. Sonnenfinsternis? Nein, das ist irgendwie Nein. mit Menschen zu tun. Ich bin komplett... Also, Ja, es könnte so viel sein, Grisha, oder? ja, eben, es ist, Das kann alles es ist ein Ereignis, das immer und überall kann stattfinden kann. Aber es ist nicht immer am gleichen Aber Tag, das das ist das Tipp. Es ist nicht immer am gleichen Tag. Ist irgendeine Sportveranstaltung, die sie dort gemacht haben, wo sonst
Wo, aber du kannst doch in einem Park verarschen. Also, es muss ja etwas sein. Ja gut, das heisst ja nicht, dass es viele Menschen sein müssen. Das kann ja an sich auch nur jemand sein oder 2 Leute sein oder so. Es sind viele gewesen, sag ich jetzt mal. Also, in einem Nationalpark in dem Sinn, in einem, Ja. wo viele Leute sich getroffen haben und etwas gemacht haben, wo speziell ist, aber gleich nicht so speziell ist, dass es doch überall kannst du jederzeit machen. Und es auch immer wieder kann kommen, aber nicht am Du gleichen machst es, Datum. praktisch jede Mensch macht da jedes Jahr. Um den April herum. Jeder Mensch macht das. Ja, so hat es die. Ja. Was machen wir um den April herum? Ja. Nichts Spezielles. Wahrscheinlich machen sie ja nicht. In dem Fall machen sie ja nicht. Aber wahrscheinlich Ostereier eher- suchen. Ein grosser Trupp hat sich gefunden und selbst befreit. Weißt du, Mach was ich nicht im April. Und ja, Selbstbefriedigung, eine grosse Gruppe Menschen. Das mache ich im April der nicht. Easy vorher gesagt hat? Ostereier suchen. Das klingt schon sehr gut. Stimmt, das ist ja Ostern. Ostern und Karfreitag ist ja der... Weißt du, was da so speziell war? Von irgendeinem... Nein, das hat ja nicht mit dir zu tun. Die ist jetzt wohl für Falke eigentlich. Ich brauche noch etwas Genaueres noch. Ostereier bemolen. Es ist jetzt nicht aufs Malen gegangen. Sondern... Ostereier ausblasen. Nein. Sondern, kann man noch machen mit denen? Grösste Eierschlacht. Nein. Ostereierschlacht. Nicht Eierschlacht, sondern... Eiertatsch. Nein. Was kann man noch machen mit den Eiern? Rührei. Ja. Ganz Essen. simples, was jeder macht. Aber überall macht. Ja, essen. Nein. Was Wenn- machen wir Ja, mit den Was Ostereiern? Ja, färben. Färben und denen. Verstecken. Verstecken, suchen. Genau, verstecken tun ganz gut. Weißt du, was 3 Spezielles hier im Ereignis? Das größte Ei auf der Welt wird versteckt. Nicht das größte Ei, sondern Kleinste Ei. das kleinste Ei. Mittlere Ei. Die seltensten Eier von irgendeinem Nein. Tier. Ah, so eine Fabergé-Ei, oder was? Die ganz Nein. teuren da aus Nicht die Türeier, sondern. billige Eier. Nein, das hat nichts mit der Eierqualität. Das hat nichts mit Eierqualität, sondern vielleicht eher mit etwas anderem zu tun. Vergoldete Eier. Nein, das lasse ich jetzt aber so Geld, das Eiersuche. Aber hä? Hä? Harte Eier. Nein, ich lasse es so gelten. Was ist es denn genau? Es wäre gewesen, es ist die grösste Eiersuche gewesen. Dort hat es etwa eine halbe Million Eier sind da versteckt worden und es sind etwa 9800 Kinder, die dort die Eier gesucht haben. Also die Anzahl einfach extrem viel versteckte Eier und Ich extrem kann euch viele. ein Bild zeigen, wenn ihr wollt. Ein Bild ist einblenden von der Eiersuche. Also die Eier sind eigentlich aber nicht gut versteckt gewesen. Wenn es so viele Eier gehabt hat, da der Park nicht gleich ist, ist es noch einfach der Person gesehen. Eier auf der ganzen Wiese verstreut gewesen sind. Einfach überall Eier am Boden gelegen. Aber wir lassen da die Antwort jetzt gelten, gebe euch die 3 Punkte. Easy, hast du super gemacht, bin stolz auf dich. Danke, danke, danke. Wow, hure versteckt. Und schon schaue, dass du nicht drauf traumst. Damit darf jetzt aus Team B, Uelo, Kitschwitch und Nashitia also etwas auswählen, was ihr wollt. Ich wähle nicht mehr aus. Es ladet, bitte warten. Bitte warten, es ladet. Jetzt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mich interessiert Olten geht steil. Hau rein. Also, Olten geht steil. Das interessiert mich.
Das schnell wegtun, genau. So, Olten geht steil. Wenn ihr als Frage habt, dann tun wir da schon mal schnell die Frage einblenden bei euch. Genau. Und die Frage lautet, könnt ihr sogar wissen, ich, falls es, ja. Die Frage ist, mit welchem ungeplanten Ereignis hat die Stadt Olten im Sommer 2020 weltweit in die Medien geschafft? Ich muss es zuerst durchlesen. Ich sehe es so. Mit welchem Ereignis hat die Stadt Olten im Sommer 2020 weltweit in die Medien geschafft? Weißt du, vorher ist das nochmal gekommen mit der Schweizer Krankheit. Es haben sich irgendwie 30 oder 40 Nasen gleichzeitig im Terminus-Club mit Covid angesteckt. Nein, Gut, in dem Fall nicht. hat nichts mit Covid zu tun. Oh, es läutet etwas, aber. Sind auch Weltweit? Weltweit, ja. Olten so mit weltweit. Also darauf ist es ziemlich viral gegangen, sag ich mal so. Also viral, so von den Medien her. Es geht um einen Skandal. Indirekt, es ist eigentlich kein Skandal gewesen. Also, es ist nichts Schlimmes gewesen. Wenn es jetzt sich um eine Schießerei gehandelt hat. Schießerei, nein. Okay. Das hat etwas mit einem goldigen Dach zu tun. Wollte ich gedacht, nein. Hat es etwas mit Olten zu tun, oder könnte das, was passiert ist, einfach in jeder Stadt sonst auch passiert sein? Es hat indirekt mit Olten zu tun. Es hat was zu tun, was es dort nur gibt. Ah, okay. Was gibt es nur zu Olten? Und sonst nirgends auf der Welt. Also in der Schweiz gibt es sicher nur zu Olten. Wie? In der Schweiz gibt es sicher nur zu Olten. Warte, könnte es etwas damit zu tun haben, dass Olten geflutet war mal? Fluten? Nein. Das ist gerade ein bisschen peinlich. Also es hat etwas direkt mit dem Sommer zu tun. Also wenn jetzt da mit Fluten, also das heisst... Ich hoffe, es läuft gut. Ihr dürft sehr genau mitraten, im Fall, wenn ihr wollt. Würde mich wundern, wie ihr so ein bisschen ticken. Hat es Also, etwas... Es hat nichts mit der Jahreszeit. Nein. Also auch nicht mit dem Wetter? Nein. Okay. Also Sommer 20... Hat es etwas mit Corona zu tun? Nein. Ich will dir einfach, was gibt es in Olten noch? Oder was hat es in Olten? Keine Ahnung. Das Olten? Das ist ja- Und ein Bahnhof? Also geht es um einen, warte, geht es um einen Bahnhof oder geht es um die Stadt? Mit dieser Frage. Es Das ist geht eine, indirekt um die Stadt. Also die Stadt ist einfach damit betroffen, weil es da Ding, oder eines Ausgelöst hat, nur sollte Kit Also geht es um ein Ding, um einen Gegenstand. Gegenstand. Ja, vielleicht, ja, indirekt. Ich würde es nicht als Gegenstand bezeichnen, sondern eher als. Um einen ungeplanten Gegenstand. Nein, der Gegenstand oder das Ding, was ich meine, ist dort bewusst. läutet. Was? Ja, keine... Weiter etwas auf der Zunge, oder was? Mhm. Okay. Braucht man Infos. Okay, das Tipp, es geht um ein Gebäude. In Um das Olten. Gebäude. Ja. Das Gebäude hat es an sich in die Medien geschafft. Sind wir Aber warum? gesprengt worden? So. Nein, es ist nicht Unplant. gesprengt worden. Unplant. Ungeplant gesprengt worden. Nein. Ungeplant. Nee, keine Ahnung. 2020. Also, Was gibt es dort für Gebäude, ne? Für Bekannte. Das Tausiger-Stägli. Nein.
Es ist keine Sehenswürdigkeit, wie man behaupten. Irgendwo in einem Park oder so. Nein, es ist kein Park, nein. Also es geht ja um etwas Unplans. Heisst das, es ist Ja. irgendetwas zusammengefallen, das Gebäude vielleicht oder so? Nein, es ist nicht Sehenswürdigkeit. Brennt? Auch nicht. Nein. Der Vogel schwemmt mit. Nein, das gibt es Nein. sonst irgendwo. Also kann ein Gebäude umplant. Das ist ja. Ja. Vielleicht könnte unplanbare Gebäude passiert sein. So als Tipp. Also ein Gebäude kann passiert sein. Ja. Nicht, aber es umgebracht worden. Ist niemand, Besetzt. ist niemand umgebracht worden, nein. Nicht besetzt. Nein, vor allem Alten. So etwas ganz irgendwie so Unbekanntes, irgendwie, keine Ahnung. Aber wieso denn weltweit? Etwas Spezielles gesehen, was passiert ist. in sicher vielleicht ist wahrscheinlich schon alle mal gehört, würde ich mal behaupten. Irgendwo so im 20 Minuten oder so irgendwas, oder Blick. Also, die Schweiz ist ja, also Europa ist ja dafür bekannt, dass man ja da Keller baut. Hat es etwas mit dem zu tun, dass das ganze Haus zusammengesackt? Nein, ist nicht mit dem, ich sagte, Also nicht mit dem Keller, dann Nein. mit dem Dach. Dach. Dach indirekt. Nicht mit dem Dach, nicht mit dem Dach zu tun eigentlich. Mit dem Dach nicht, aber vielleicht. Man hat das Haus bauen von oben nach unten. Nein, das wäre Nein. nicht ungeplant. Jetzt wird mal gesehen, wie das unplante Haus kannst. Herüberkommen wahrscheinlich. Wer hat der Haus ist noch? Reden wir vom einem Haus, wo Menschen drin wohnen. Wo kein Mensch drin? Nein. Am Schluss ist es Eine irgendwie so ein... Was meinst du? Wie? Eine Kille. Nein, ist keine Kille. So ein Gartenhäuschen oder so, wo es Nein, ist umgeschwemmt hat. Gartenhaus, Und so. Kein Gartenhaus. Eine Garage? Nein. Ein Schuh, der dummerweise eine Handgranate im Garten entdeckt Kein hat. Schuh. Nein, kein Schuh. Eine Schule? Nein, keine Schule. Ein Hallenbad und dann ist das Dach oben ab. Ah nein, das ist ein anderes. Nein, Das kein war Hallenbad. Bern gewesen. Was haben Sie jetzt noch für Gebäude gegeben? Turnhalle. Nein. Keine Ahnung, ein Restaurant, eine Molkerei, keine Ahnung, ein Migros. Ein Buff. Nein. Das rote Licht ist ausgegangen. Weltweit. wenn man brennt. CNN in Olten ist das Licht beim Puff ausgegangen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Es geht um eine Fabrik. Notenvögeln blind. Eine Fabrik. Fabrik in Olten. Fabrik. Man hat eine Fabrik zum Asylantenheim umbauen, nicht extra. Nein. Nein, warte. Geht es um das Produkt von dem Ganzen, das dann nachher überall gebracht worden ist in den Medien? Ja, indirekt geht es um das Produkt. Oh, der Grisha heisst. Ja, da geht es auch um die blöde Piep-Debatte, wo der andere nicht wollte, das Zeug ändern. Ist der von dort? Nein. Nein, der ist nicht von dort. Es ist irgendein Unfall passiert bei einer Herstellung von einem, keine Ahnung, von einem Lebensmittel. Jein. Nicht so, aber anders. Nicht Kann es so, vielleicht aber... sein, dass eine Firma ein Produkt rausgebracht hat, das einen ganz komischen Namen hat? Keine Ahnung. Nein. Geht es nicht- um Rassismus? Nein. Ah, Mann. Es ist im 2020 Aber- aus dem Rassismus Corona. Aber mit Lebensmitteln bin ich in dem Fall nicht schlecht Ja, gefahren. Lebensmittel bist du gut dran, ja. Vielleicht mit Hygieneprodukten? Nein, Lebensmittel. Sie haben etwas vertauscht. Nein. Sie haben anstatt Salz haben sie Zucker drin gemischt, irgendwas. Nein, Oder nein. umgekehrt. Das wäre dumm.
Ja gut, aber das würde ja sonst auch irgendwo passieren. Also es muss ja etwas ganz Spezielles sein. Ja. Das Produkt ist eigentlich nicht kaputt, sage ich mal so. Das ist nicht kaputt gewesen. Nein. Hat es mit der Farbe zu tun von irgendeinem Lebensmittel, dass vielleicht nachher die falsche Farbe war? Nein, oder nein, so? das Produkt hättest du verkaufen theoretisch. Ja, wenn sie falsche Farbe ist, kannst du sie auch nicht noch verkaufen. Also wenn zum Beispiel Toblerone nach... Nein, keine Ahnung. Nein. Das ist, wie ich so langsam sagen, wenn es gleich wäre. Ein Cola Weiss ist anstelle von schwarz, keine Ahnung. Das Nein. macht... Ich wollte wissen, dass es mit diesem huren alten herstellt. Ja, was du aber jeder Schweizer wisst. Schoki. Schoki tun ganz gut, ja. Es ist verlaufen. Die Schoki ist verlaufen. Nein, Schoki ist nicht verlaufen. Es ist Schokischnee. Schoki-Schnee, das ist genau richtig. Yes! Es ist so gewesen, weil die Lüftung von Lind und Sprüngli, wo in Olten ist, defekt war, ist nachher der Kakaopulver aus der Lüftung rausgekommen. Durch da hat es eine Art Kakao-Schnee gegeben. Und ich kann dort sogar noch ein Bild geben, wo man einigermaßen drauf sieht, da sieht man ein Auto drauf, wo dann Sieht das da jemand? das Dach mit Schoki voll war. Hat Ich das kann jemand nicht mitbekommen? Du Purzel, Ein mal ganz, bisschen. Ein bisschen, weil es in meiner Nähe ist. Purzel, mal ganz kurze Also ich Frage. habe davon gehört, aber hey. Ja, Nimmst du das eigentlich alles auch noch nebenbei auf? Also nicht nur streamen, sondern auch Aufnahmen? nein, ich kann jetzt das schon machen. Weißt du, nur wegen dem Lag und so, meine ich? Also Nein. so, ja. So nebenbei, ich kann es, ja. Also, der Grund war gewesen, eben weil es der Schnee, weil es hat einen Kakao-Schnee gegeben. Genau. Mhm. Somit gibt es vorher noch knappe, aber noch ganz so knappe erreicht die 2 Punkte von der Euro spielt hin. Jetzt werden wir sie wieder machen, 2 gegen 3. Jetzt bin ich sicher, ich werde alle diese Sachen können erraten. Damals geht es um die Top 10 flächenmäßig grössten Kantone von der Schweiz. Logisch, was der Grisha sagt jetzt als erstes. Bitte warten, bitte. Die Top 10 flächenmäßig größten Kantone der Schweiz. Da gehst du doch, jetzt kann man anfangen. Ja, Graubünden. Graubünden ist selbstverständlich dabei. Mit 7105 Quadratkilometer. Den Platz werden wir 1, selber oder? dran. Ja, Platz 1. Ja, Ist der größte Kanton. Platz 1. Es sind ja relativ viele, oder? Ich meine, das ist ja fast die Hälfte der Schweiz. Darum sage ich jetzt einfach mal. Ich sage jetzt einfach mal Bern. Bern ist sogar Platz 2. Dann Rainer weitergehen mit 5959,4 Quadratkilometer. Dann wäre der Easy wieder dran. Ich glaube stumm. Bist du gemutet, Weise? So, Kanton Tessin. Kanton Tessin ist nicht das 4, auch nicht das 3, sondern ist Nummer. Sorry, ist Nummer 5. So, dann wäre jetzt Kitschwitsch dran. Genf. Der Kanton Genf. Der ist recht klein und leider nicht vorhanden. Riesig? Oh, na komm. Was ist für Zeit? Den wird 10. noch Naschitia dran. Jetzt gesagt Luzern. Kanton Luzern. Der ist so knapp noch auf Platz 9 vorhanden mit 1493 Yes! Quadratkilometer. Im Kanton ist vorhanden. Dann wäre wieder der Gwischer dran. Das Wallis. Oh Mann. Kanton Wallis ist Ich auf hab alles Platz 3 dabei mit 5224,8 Quadratkilometer. Hast du das wieder sagen, Rilo? Ja, Dann wäre der Weiler definitiv. dran. Es ist 4 Mann zwischen Wallis und Tessin. Kanton Watt? Kanton Watt ist Platz Nummer 4. Korrekt. Ja.
Hast du noch Internet? Ja. Hallo! Ich wäre noch dran. Jetzt steht bei mir sehr Ja. gute Verbindung. Ja, Dafür keine Facecams mehr. ja, aber jetzt ein Facecam. Facecams danke sind irgendwie gerade raus. Da geht es gerade einen Stock gehen. Wo wäre das die Facecams wieder hin? Die Verbindung ist im Fall nicht immer so gut gewesen, jetzt die ganze Zeit. Jetzt ist sie sehr gut, ohne Facecam. Nur gefragt, was sind das für die Facecams wieder hin? Hat das jetzt gerade für einen Schlapp gegeben? Jetzt müssen die Facecams wieder da sein. Ja. Ausser die Bar sind nicht da. Da müssen wir weniger Zeug animieren, glaube ich, fürs nächste Mal. Ja, So, jetzt sind sie da. So. jetzt sind wir bei der Blätterli-Ding bei mir. Ah ja, genau, Ja. so, wir sind da gewesen, so. Also, wir hätten Stadt Zürich ist die letzte Antwort vom Easy. Jetzt Stadt- dreht es wieder. Ah nein, jetzt ist gut. Alles gut, sorry, Und sorry. Stadt- Das ist halt Hintergrund. Und Stadt Zürich ist auf Platz 7 mit 1728 Quadratkilometer. Nochmal Glück gehabt. Den Ja, ist beim 5 hast du doch noch das Design drin gehabt. wie viel oder hat das Easy Ding gesagt gewesen, hat. oder? Das sie rausgelöscht. Genau. Ja. So, dann wäre da Nashitia dran. Kitschwitsch ist ja draussen gewesen. Gibt natürlich Kantone. Er hat gesagt, St. Gallen. St. Gallen ist sogar noch Platz Nummer 6 dabei. Dann wäre wieder der Grisha dran. 8 und 10 wären noch dabei. Ja, ja. Ich muss sich gerade Huren überlegen. Ich will auch St. Gallen sagen. Es könnte noch gross sein. Ich stelle mir eben die Schweiz so vor, wo kommt uns in. Keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht auch noch gerade knapp um 10 in Freiburg. Kanton Freiburg nicht auf dem 10, sondern sogar auf dem 8. Mit 1671 Stark, Quadratkilometer. Grisha. Hey. Dann wäre der Wailer dran. Hat noch eine Chance. Gibt es noch einen Punkt? Das ist jetzt mega schwierig. Ich habe nämlich 2 im Kopf. Aber ich darf es nicht sagen. Wer ist nach mir dran? Der Easy. Easy. Gut, dann darf ich nur eins sagen. Ja, sag mal beide, dann können wir schauen. Nein. Ich sage Thurgau. Kanton Thurgau ist Ist auf dem- leider nicht dabei. Ist auf dem 11, gell? Ja, das ist relativ klein, der Kanton Thurgau. Das steht da Mann. raus. Es hat eine easy Chance für den letzten Punkt zu machen. Kanton Aargau. Und der Kanton Aargau ist Platz Nummer 10. Genau, mit 1404 Kilometern. Das ist das andere gewesen im Fall. Bei mir. Ich habe beide Was im hast du? Kopf. Damit Ich hat's kurz die- gemutet gehabt. Was hast du gehabt? Was hast du gehabt? Hä? Was hast du gesagt? Was ich habe kurz gemutet gehabt bei mir. Ich habe Aargau und Thurgau vor dem Kopf gehabt. Ja. Damit hat das Team Und jetzt- B 6 Punkte geholt und das Team A hat, das Team Grisha Yeti Easy hat 6 Punkte geholt und das Team Waylo hat 4 Punkte geholt. Yeah, easy. Da marschieren wir durch, Grisha. Da marschieren wir Damit durch. wir Ja. noch in die Kategorie wieder drin wären. Und dann da gerne wieder Kategorie aussuchen. Leider sind jetzt da schon ein paar draussen. Echt? Wir nehmen den Schweizer Begriff. Ich glaube, ich habe etwas nicht wurscht. Ja. So, Wer ist das? Sind wir am Entscheiden? ich darf entscheiden. Grisha und Easy darf entscheiden, wenn ihr wollt für ein Quiz. Was denkst du, Easy? Was könnte für uns passen? Gute Frage. Schau mal an. No Shom Kurs in Australien drin, Panik in Neuseeland,
Weißt du, wer ich bin? Kurioser Polizeieinsatz. Pass auf, was du sagst. Ein Flug für sich und ein göttliches Hotel wäre dabei. Haben wir No-Show nicht? Ja, komm. Bei allen Dings bin ich ohne Plan. Ja, Also auch. von dem her spielt es keine Rolle. Nehmen wir No-Show. No Show. Nehmt da gern den No-Show. Dann wir den schnell weg, wenn er weg will gehen. So. No-Show haben wir genommen. Da schon schauen, Jawohl. was für eine coole Frage dafür euch kommt. Für euch hätten wir die Frage mit dem No-Show, Frage Nummer 2. Und die Frage ist, es ist eine Frage über Schweizer Ereignis, nämlich, oder über Schweizer No-Show, nämlich, für was ist das Zürcher Museum No-Show-Museum bekannt? Oh nein. Nein, ich will das doch. Nein. Die sind natürlich ganz logisch, Christian. Logisch. Das Die sind Zürcher dafür bekannt, Museum. Dass sie keine Show machen. Ja, das ist einfach ein leerer Raum. Das ist ein Kannst leerer du Raum. reingehen und kannst du selber eine Show machen. Genau. Für dich allein. Das Darum ist es einfach Selfman-Show. No-Show. Ja. Es klingt nicht schlecht, aber es ist nicht genau da, was ich suche. Wäre es einfach gesehen. Tönt nicht schlecht. Voll, wir sind komplett. Ja. Oder Vielleicht noch mal, Oder es immer. vielleicht noch mal eine Frage an euch, was kann so ein Museum sein? Was mit welcher, sagen wir mal, Kategorie drin? Ja, das kann sein mit Zirkussachen oder mit Equipment von. Ist das ein Museum, wo Equipment ausstellt von Fernsehsendungen, die nie ausgestrahlt worden sind? Nein? Die ausgestrahlt worden sind. Nein, wo nie, weil No Show. Die hat Nein, nie, nein. es ist von der Show, die es nie gegeben hat. Nein? Aber es macht Sinn, dass Sachen ausgestellt Ja, macht werden, schon die Sinn. mit Showbusiness zu tun haben. Also mit Fernsehen, aber auch Nein, mit Zirkus. nein, mit und dem zu tun. Nichts, okay. Nein, nichts mit so Show. nein, Ist es ein Museum, wo du nichts kannst anschauen kannst, sondern nur eine Taste? Also ein Tastmuseum, wo du alles musst anlangen und noch machen nein. Du kannst was anschauen da drinnen? Du siehst es einfach nicht. Es ist dunkel. Nein, es ist nicht Licht dunkel. ist ab. Nein, nein. Ja. Hey, die Sachen von mir wären so geil und total genial. Aber nein. Das ist eine gute Geschäftsidee, die wir uns aufschreiben, Christian. Da machen wir Gell? Ja. Millionen. Machen wir Millionen mit dem. Also ein Museum. Es würde euch jetzt verwundern, ich weiß, aber ich bin jetzt nicht so der Mega-Museumsgänger. Also am Sonntag bin ich jetzt nicht der, der im Museum innen steht. Darum ist das ein bisschen schwer für mich. Ich weiss nicht, Christian, du eher schon im Museum Nein, oder? überhaupt nicht. Nein. Also, Vielleicht Kollegin, weißt du, Museum? Kollegin schafft zwar in Zürich im Kunstmuseum, aber das ist nicht das No-Show-Museum. Das wäre jetzt Aber praktisch es- gewesen. Die Richtung tut schon mal gut. Das ist richtig gut. Ja. Ja, aber welche Aha, es Richtung? ist gar kein Museum. Ja, Nein, ich meine eher das richtig mit dem Kunstmuseum. So meine ich es. auch mit Kunstmuseum. Aber was für Kunst? Oder welche? Oder nach was? Ist das- die Kunst? Ist das eine Kunst, wo nicht ausgestellt wird im Sinne von Objekt, sondern die Leute stellen so gesagt ihre Show aus. Sie stellen sich selber aus. Nein. Ist das so abstrakte Kunst, wo so gewisse Teile nicht dort sollten sein, wo sie sollten sein? Nein. Es geht mir um ein gewisses Ding, was der zeigt, also Bereich von Kunst, sag ich jetzt mal. Das gewusst ist, es geht um dieses Ding, wo der. Mein Ding wird ausgestellt. Nein, nicht um sowas, nein. Das ist die falsche Richtung. Ah, okay, ja, hat eben auch können sie darum No Show. Oha! Jetzt aber. Ey, wir sind in einem Team, Christian. Ja, ich weiß. Darum. Ja, das letzte Mal gesehen mit ihrem Team. Was wird dort ausgestellt? Was wird denn nun? Dass es No-Show-Museum heißt. Ich weiß es. Der der Schweizer Fußballmeisterschaftstitel vom FC St. Gallen. Nein? Dort wird etwas aus. Aber No Show. Ja. Also, es geht. Hä? Aber ist der Name Programm? Ja.
Jetzt sagen wir es. Er muss ein Programm Er sein. wird lieber übertrieben dargestellt, würde ich sagen. Aber es ist ein bisschen im Wort drin, was dort drin vorgestellt werden. Also Show ist ja an sich etwas, wo man schaut. Ob Ja. jetzt das Fernsehen ist oder sonst ist, eben mit Zirkus oder Es geht nicht um eine Show. Sachen. Aber, eben, aber für mich ist das Show. Was ist sonst noch Show? Es geht nicht um eine Show. Es geht ums Wort Nein, also No. Eher. Eher. Du bist schon näher dran. Das gibt's einfach gar nicht. Das Museum, doch, es gibt es schon. Aha. Es ist einfach nie offen. Doch, es ist schon offen. Es ist einfach geschlossen. Ich habe nicht mehr zu. Das ist ein geschlossenes Museum. Ein Spiel jetzt Das kaufen, geht aus, von aber das kannst du nicht fertig. Das ist nur schon ein Museum. Herzlich willkommen. Also es geht das Wort No, also das Wort Nein. Nicht direkt ums Ist- Nein, sondern um. Bisschen ähnlich wie Nein. Ja. Nein. Nee, nein, also nichts. Um nichts, genau. Also, Also eigentlich Die steht stellen- die Antwort. die stellen nichts aus. Nein, Nichts. es geht ums Nichts. Ah, es geht ums Es Nichts. geht ums Nichts. Ah, das wird In dem- alles in dem- ausgestellt, was in dem- nichts darstellt. In dem Museum, im No-Show-Museum, geht es um, also es geht um nichts. eigentlich darum, wie sich das Nichts im Laufe der Zeit durch Kunst bemerkbar gemacht hat. Und ich kann gerne ein Bild zeigen. What the fuck? Du siehst auch ziemlich Das- nichts von diesen Bildern. Es sind einfach weiß, eigentlich. Aber, Die hängen halt einfach Rahmen an, oder? ja. Okay, das ist sehr Ja, aber verstörend. dann hast du ja gesagt, sie stellen nichts aus, du kannst nicht anschauen. Dann musst du sicher noch 30er zahlen. Also du kannst schon was anschauen. Ein paar Sachen haben was drauf. Aber es ist recht klein. War Es so ist ein Punkt. What the fuck? Es ist Als wie so ein Trost- Minecraft, so eine 4x4 Minecraft-Blockhaus. Von der Als Größe, Als Trostpreis bekommst du noch so einen Bilderrahmen über. Ja. Ganz ehrlich, für einen 50 würde ich mich da drinnen sehen. Für einen 50, kein Problem. Was zahlst du für so ein Kunstwerk? Zu viel. Unbezahlbar. Damit darf Nichts. jetzt das Team B, Walo, Nashitia und Kitschwitch noch was auswählen, von den Kategorien übrig bleiben. Was ist das für ein Museum? Hat noch Hey, 7 das mache Kategorien. ich ja nur. Easy, komm, wir gehen noch ins Museum, machen einen Vlog drüber. Filmen wir einfach eine weisse Wand. Rilo. Soll ich entscheiden? Ja. Ja, mach Ja. mal. Was ist das mit Australien? Ich kann es aber fast nicht lesen, weil die Es Grafik heißt so... Kurioses über Australien. Kurioses. Ja, nehmen wir doch das. Ja. Kurios über Australien. Hey, Australien? Noch nie gesehen? Ach komm jetzt, Adonis, das schaffst Der du. Gott läuft. Ja, warum Ja, ist das- es wieder haben? Das Team läuft. Wir Okay, laden gut. Ich glaube, das liegt ein bisschen an seiner Internetverbindung. Ist eine Top. Gewesen. Sie. So, also, jetzt sehen wir gerade irgendwie nicht mehr. Weißt du, warum man es euch nicht sieht? nicht. Nach dem Stream tun wir einmal seine Stream-Dings mal optimieren. Mit Streamlabs. Nein, ja, damit es auch mit Streamlabs funktioniert. So, jetzt haben wir wieder gesehen. Ist jetzt das die Frage schon gewesen? Nein. Warum es nicht funktioniert, oder was? Nein, die Frage wäre. Richtig, 100 Der Grisha hat es uns beantwortet. Danke an dieser Stelle. Warum die Internetleitung in Australien ein bisschen besser wäre? Die Frage ist. Genau. Die Frage ist, welches Gesetz ist in Australien nur besoffen erlaubt? Känguru überfahren. Nicht überfahren. Anfahren. Nein. Nicht anfahren. Atten. Nicht. Nein. So gut. Halt nicht.
Essen? Känguru essen, nein. Das ist doch eine Spezialität, oder? Habe ich gemeint. Ja, kannst schon essen, aber also, meistens gibt es das Touristen. Offen erlaubt. Gute Frage, nächste Frage. Ja, das hat irgendetwas mit den Jungtieren zu tun. Ich habe noch mal irgendetwas gehört. Die Beutelkotzen. Nein. Also hat gesagt, mit Kängurus kämpfen wahrscheinlich. Das hat was mit Känguru zu tun, ja, da gibt es recht. Wenn man es Ja. bereicht beim Erschießen, darf man es heimnehmen. Nein. Ah! Man darf nicht anhalten. Also man muss es quasi überfahren, weil es zu viel hat. Sie haben doch eine Plage, dass sie zu viel haben. Nein. Ah, Mist. Irgendetwas Kurioses muss es ja sein. Ja. Also ich weiß. Ich denke mal anders noch. Anders. Hat etwas mit dem Autofahren zu tun? Hat es etwas mit Heimgehen zu tun? Du darfst es nur Nein. dann brauchen. Okay. Als Hund missbrauchen, okay. Als Hund missbrauchen. Wie missbrauchst du ein anderes Tier als Hund? Brauchst du Kängurus als Hirtenhund zum Geschäft zusammentreiben oder so? Nein. Das war nicht ernst gemeint. Also. Es geht ums Känguru, hä? Es geht ums Känguru, ja. Das ist korrekt. Heiraten. Nein, nicht heiraten. Adoptieren. Oh, es wird sexistisch. Ui. Das klingt schon besser, ja. Sexistisch? Dann besser, ja. Oh mein Gott, nein, aber nicht das. Nein! Ich kann es aber zur gelten Ja. theoretisch. Ich habe vorher Begatten gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob es vorher überhaupt gehört hat. Davor gar nicht. Nein, es hat nicht gehört, aber es wäre die richtige Antwort gewesen. Darfst du ein Känguru vögeln, wenn du besoffen bist? Ja, Ja, das aber ist nur wenn du erlaubt. besoffen bist. Das ist strafbar. Der muss, glaube ich, irgendwas mit $500 Buß zahlen. Aber wenn du sagst, ich bin besoffen gewesen, dann ist es erlaubt. Ja, aber das heisst, es gibt eine Promille-Angabe, heisst das? Ja. Aber wie viel Promille ist es denn erlaubt? 2 Promille. Dann brauchst du ja gar nicht mehr. Komm, hör. Mit 1,9 ist es noch erlaubt. Nein, ey, das Mein ist ja... Gott. Wahrscheinlich auch so viel, aber dann nicht mehr so oder so nicht mehr hochkriegst. Ich denke, du kommst jetzt irgendeinem Emu-Krieg hinterführen. Hey, kannst du das mal kurz bitte vorlesen, wie das genau als Gesetzesartikel drin steht? Artikel B12a. Sex mit einem Känguru ist nur erlaubt, wenn man betrunken ist. Aha, ich habe gedacht, also ja, Nein, betrunken. betrunken heißt Also es gibt immer Promilleangabe. Ja, stimmt, manche sind natürlich vorher schon betrunken. Die werden gar nicht nüchtern. Ja, Das ist so geil. Und wir haben Schiss, wenn der alte Ausgang geht, dass er mit einer alten heimgeht. In Australien ist Schiss, dass er mit dem Känguru heimkommt. Aber es ist interessant. kommt er heim und sagt, hey, machen wir einen Flottendreher. Aber es ist interessant, dass wir uns mit dem besser auskennen, wie mit Olten. Sag's nicht. Das sagt einiges über uns aus. Überall eine halbe Stunde diskutiert. jetzt Da innerhalb von einer kommt Minute 2 draufgekommen. Jetzt haben wir wieder so eine Quiz-Show gekommen mit 2 gegen 3. Das heisst, eine von euch wieder ein Leben mehr, weil es uns nicht aufgeht. Die Frage momentan nicht lesen. Ja, ist schon ein warte. Ja, aber zumindest läuft es jetzt mal flüssig. Die Frage wäre, welche 10 Bahnhöfe von der Schweiz haben durchschnittlich pro Tag am meisten reisende Leute? Oh. Darf der Chris auch wieder anfangen? Ja, die Zürcher HB. Der HB ist selbstverständlich auch auf Platz Platz 1. 1. Ja, Mit also 440.000 Reisende pro Tag circa. Also ich nehme mal ab, Platz 2 ist Bern. Platz 2 ist Bern, aber hat nur die Hälfte davon. 200.000. Das ist gut. Den darf wieder der Easy raten. Ich kann mit Platz 3 anfangen oder weitermachen. Der Basler SBB. Was machen wir Platz 3 weiter. Den darf Kitschwitsch mit Platz 4 weitermachen, wenn sie es weiss. Olten, ja, nicht als Platz 4, aber noch knapp dabei mit Platz 9, mit 80.000 Reisenden. Den Nashitia
Ich hätte jetzt gesagt Winterthur. Winterthur wäre Platz 4 gewesen. Dann da wieder der Christian-Rote. Boah, wäre ein grosser Bahnhof. Dann Platz 5. Ich schwanke zwischen zwei. Da sind beide dabei. Ich würde einfach mal sagen, weil es so viel Feriendings ist und alles, würde ich jetzt sagen Luzern. Luzern ist nicht wieder Platz 5, aber Platz 6 Luzern. Es geht um die Anzahl an Passagieren, oder? Ja. Am Tag. Ja, genau. Der Raider mit Platz 5, 7, 8 oder 10. Soll ich mal soll ich etwas riskieren? Ich sage jetzt einfach mal Zürich Flughafen. Der Flughafen wäre eine Option gewesen, ist aber leider nicht drauf. Was? Zahlt steigen mehr Leute aus als am Flughafen? Das kann es ja nicht sein. Habe ich Ja, vielleicht gut. gerade gedacht. Aber Kloten ist ja schon einfach für nichts. Also, Ja, aber wie viele Wir werden 100'000 easy wieder Leute machen. fliegen täglich? Ja gut, ja. Bin ich wieder? easy darf noch. Easy ist noch. Ich würde sagen, Genf. Genf. Ist Genf Ja. dabei? Er sagt, Genf ist dabei und Genf ist auf Platz 10 dabei. Oh. Dann wäre wieder Kitschwitsch da. Hätte noch Das ist 3, 5, 7 und 8. Scheiße. Irgendetwas im Tessin sicher noch. Aber jetzt habe ich das Problem, wir kennen das überhaupt nicht. Ich sage Lugano. Lugano ist leider nicht dabei. Damit wäre noch Nashitia dabei. Also ich rate jetzt mal und sage St. Gallen vielleicht. St. Gallen, sagt Nashitia und St. Gallen leider auch nicht dabei. Mit ist nur der Grisha und der Easy dabei. Ja, wir rocken das easy. Ich gehe jetzt den gleichen Weg wie der Rilo. Etwas Ähnliches, ich riskiere das auch. Weil ich eigentlich auch das denke, was er denkt hat. No? Aber was, Zürich ist ja gross und dann haben die viele um sich herum. Darum sage ich Zürich-Oerlikon. Zürich-Oerlikon tönt doch schon mal versprechend. So dabei. Weil, weißt du, dort Hat fahren wir viel. genau. Und ich war dabei, auf Platz 8 mit 80.000. Oh ja! Den dürft ihr easy nochmal raten. Dann Platz 7 und Platz Komm 5. easy, komm easy, komm. Jetzt ist schwer. Jetzt. Nimm einfach was ist noch? Nimm einfach irgendetwas von Zürich. Ja, ich kenne mich in Zürich null aus. Also. Nein, aber ich glaube eher vielleicht noch so Tessin-mässig. Könnte vielleicht auch noch etwas sein. Nein, glaube ich nicht. Ja, zwar wo. Bitte Antwort. Bellinzona. Benzona, da muss ich dich leider enttäuschen. Dann der Chris hat nur drin, hat noch 2 Antworten und es sich noch könnte gehen. Zürich, Bern. Bevor es auflöst, ist, möchte ich dann noch etwas sagen. Darfst du gerne machen. Also bezüglich 5 und 7. Was hat der Chris noch? Oh, ey. Ich bleibe bei dem William Miesgard Zürich. Und der nächste grosse, den ich kenne, ist Zürich Stadelhofen. Vielleicht habe ich Zürich noch einen. Stadtlufen. Meinst du, dass der drauf ist? Meint er, er sagt drauf? Und Stadtlufen. Ja, wenn Oerlikon ist, denke ich, das gleiche Begründung wie Oerlikon. Schau. Platz 7. Jetzt der Platz 5. Christian kann Ja, Platz will ich 5. sagen. Jetzt darf ich Platz 5 Gen- erraten. Oh mein Gott. Warte mal. Was hast du easy gesagt beim Tessin? Was hast du da gesagt?
Bellinzona nichts gesehen. Bellinzona. Und das ist nicht dabei. Und das ist eigentlich das, was am grössten ist. Bitte Antwort geben. Ja, keine Ahnung. Weiss doch nicht. Was ist noch gross? Was hat noch gross? Welschland haben wir etwas erst eins gehabt. Was ist eine grosse Stadt vom Welschen noch? Kann es nicht sein, dass wir dort... Also Genf wäre schon dabei. Eben genau, aber... Hey, keine Ahnung. Lausanne, das ist auch... aber das ist sicher weniger als Genf. Du sagst los, Fällt mir nicht anderes ein, wo auch so groß. Aber ich glaube, wenn Genf schon auf dem 10 ist, kann das nicht. Dann kann das. Lausanne oder was nicht. sagst du? Ja, aber das kann, glaube das wird eher dahinter sein. Das muss dahinter sein, wenn Genf schon so groß ist. Lausanne sagst du, sie sagt dahinter. Ja, gar nicht davon aus, aber es kommt mir nicht anders in den Sinn. Und da muss ja komplett. Gegenstimmen. Lausanne ist Platz 5 mit 98.000. Jetzt sind wir... Was? Nein, das kannst du mir jetzt nicht sagen. Genf ist doch grösser. Lausanne Genf hat hat viel mehr. Ja, aber da fahren wir mit dem Auto. Lausanne steigt viel mehr um. Okay. Ja, Knotenpunkt. Genau, Lausanne ist eher so ein Knoten. Genau. Ja. Jetzt ist ihm zuerst so Freiburg noch, aber ich denke, nein, das ist zu nahe an Bern. Es ist eigentlich egal, ob ich hätte es auch nicht mehr so richtig, aber wir hätten es gerockt, die Runde easy. Mir steht 7 zu 3 Punkte für das Team von Grisha und Easy und auf der nächsten Kategorie wieder erwarten. Genau, wenn da einen rausgelöscht habe. Da gehst du jetzt du. So, genau. 6 Kategorien. Panik in Neuseeland. Weißt du, wer ich bin? Crucible Einsatz. Pass auf, was du sagst. Ein Flug für sich und ein göttliches Haus ist noch dabei. Hätten wir mehr, gell? Ja, mach du. Okay. Das ist etwas, wo ich immer muss bei dir sagen muss. Pass auf, was du sagst. Nehmen wir das, komm. Also, let's go. Pass auf, was du sagst. Das ist irgendwie... Dann Ja, das ist einloggen. etwas so willkürlich. Das ist so willkürlich, dass es... Und dann mag die Frage einloggen. Und irgendwas da Schönes für euch vorbeikommt. Für euch vorkommt. Ja, bitte. Wenn sie wieder kommen. So. Die Frage ist, woher stammt redewendung ins Fettnäpfchen treten? Ah, das habe ich mal gewusst. Ins Fettnäpfchen treten. Und das ist vielleicht auch blöd, aber irgendwie habe ich es im Kopf, aber ich glaube, das ist komplett falsch. Hat das etwas mit dem zu tun? Früher hat es die Spucknäpfe gegeben. Wenn jemand aus Versehen über so einen Spucknapf reintreten ist, der überall rumsteht. Nicht in den Spucknapf. Ins Pisting, das man unter dem Bett hatte. Nicht ins Pisting, nein. In den Hund in der Futternapf vom Hund. Nein, nicht in den Futternapf. In die Scheiße, die sie aus dem Fenster rausgeklärt haben früher. Nein. Etwas drin schon, ist schon mal gut, aber ich weiß. Ja, ins Fett vom Tierschlachter. Nein, aber das haben wir früher ja verwertet. Also in Tierscheiße. Nicht die Tierscheiße, nein. Aber in Scheiße. Ich kann so nur Menschenscheiße sagen. Also gar keine Scheiße. Gar keine Scheiße. Ah, okay. Die Antwort war Scheiße, nein. Also,
Pissen ist es ja auch nicht in dem Fall. Nein. Also keine Fäkalien, in dem Fall nicht unser Fäkalien, genau. Nicht vom Mensch. Also nicht, da geht es nicht um unsere Doktorarbeit, die wir gemacht haben. Nein, leider nicht. Ins Gülleloch. Nein, jetzt geht er doch. Einfach in Abfälle allgemein, oder von Tierkadaver irgendetwas. Nein, nicht Tierkadaver. Nicht Tierkadaver. Ja, also ich glaube, aber die Frage ist, hat es etwas wirklich mit Fett zu tun? Das Oder- klingt gut richtig. Also dann muss es mit Fett zu tun haben. Dann hat man ja bei Tieren, wo man das Fett, kommt das von der Küche aus her, das Fett, wo man kocht, das Fett, das man nicht braucht, das hat man einfach rausgeklärt in der Küche, dann ist man da drin und umgekehrt oder so. Nein. Also ins ausgeleerte Öl. Ins alte Frittieröl. Nein. Ja, so das Fett, was es gibt. Und auch nicht so ein Bratfett oder so, also nicht, wo man... Aber In was für ein Fett ist man reingetreten? Tierfett. Es ist vom Tier, ja, aber was für ein Ja, Tier? Schweinfett, Schweinefett. Schwein oder Und das ist warum eigentlich Schwein? das gewesen. Was für ein Speck, Bauchspeck. Buchspeck. Es ist in Speck, ja, Speck lassen wir gelten. Speck der Antwort. Speckfett. Ja, eigentlich so gewesen, also die Redewendung kommt ursprünglich von dem, weil vorhin sind Bauern, haben so ein altes Haus gehabt und die sind eigentlich meistens voll gewesen, jedes Mal einen Speck geholt im Keller unten. Dann sind sie vorne haben sie 2 Uhr genommen und 1% haben sie neben die Schmine hingehängt gehabt. Weil sie vorher immer Schmine gebraucht haben, ist da ja warm gewesen. Und der Speck warm wird, tropft das Fett ab. Das Fett nicht aufs Boden tropft, haben so ein Fettnäpfchen, also ein Näpfchen, Töpfchen tun. Und wenn man nachts schon ist, wenn du nachts aufstehst und in die Küche bist, was essen wollen, und du drin standen bist, dann heisst es wie ins Fettnäpfchen reintreten. Und darum kommt es von dort. Aha. Hey. Gar nicht so übel, hey. Gut, am nächsten Date weiss ich schon, wie ich es machen kann. Jetzt haben wir da die 7 Punkte erreicht, wir sind auf 19 Punkte. Dann muss ich das Team B ein bisschen Gas geben. Ihr habt noch genau 5 Kategorien. Team Uelo, Kitschwitsch und Nashitia. Was hättet ihr gern für eine Kategorie? Das ist noch nicht. Wenn der Panik in Neuseeland, weißt du, wer ich bin, kurioser Polizeieinsatz, ein Flug für sich und ein göttliches Hotel. Du, was neigst du, Kitschwitch? Also ich finde das mit dem Flug irgendwie noch Ja, interessant. ich habe aber auch genau das Gleiche gedacht. Nehmen ja, wir gut, ein Flug für sich. ja. Ein Flug für sich. So, dann wir schon ausschalten. Ein Flug für sich. Sind wir da gefragt, dann nachher noch. Die Frage wäre, was ist am Flug von Westway nach Papa Westway speziell? Ich muss die Ortschaft zuerst mal lesen. Also, das tönt ja schwer nach irgendwie Amerika, oder? Also USA, oder was ist das Nein, ist genau? nicht USA. Kannst du nochmal sagen? Ich sehe die Frage noch nicht. Ist von Westway nach Papa Westway. Wasteway nach Papa Wasteway. Ja. Besonders kurz. Information, die Ortschaften oder der eine Ortschaft sicher liegt in Schottland. Man darf nur besoffen fliegen. Nein. Wir sind nicht in Australien. Das locken wir ein. Und sonst nur mit dem Känguru. Sie sind. Aber das mit, wo du vorher gesagt hast, dass sie nahe liegen, das könnte doch irgendwie noch sein, dass die Pisten eigentlich gerade irgendwie so, keine Ahnung, so 500 Meter voneinander entfernt sind und dass der Flüger irgendwie nicht einmal auf 100 Meter steigt oder sowas. Nicht 500 Meter. Ja, dann halt 2 Meter, keine Ahnung. Weißt du, spezieller Road Flug. über. Ja. Drückt Ja, gar warte nicht. nicht über. Hart.
Nein. Er schwimmt über. Nein. Es ist ein Wasserflugzeug, das auf der einen Seite vom See auf die andere Seite fliegt. Nein. Dürfen nur gewisse Passagiere drin Es mitfliegen? fliegt ja. Also es ist ein Flug. Aber es stimmt, dass es relativ nah zusammen Ja, ist. das stimmt, ja. Jetzt kommt noch darauf an, was relativ heisst. Aber ja, Man darf kein Gepäck mitnehmen. Nein. du musst es selber rüberschieben. Nein. Also das mit diesen 500 Meter. Ist Also nicht du willst, schlecht für die Idee. willst eine genaue Angabe, wie viele Meter das sind? Nein, Oder? sondern eher... Was speziell am Flug ist. Was für ein Ja. Flug? Was speziell an dem Flug ist. Weil so, ich bin nur 500 Meter entfernt von der Ortschaft oder sowas. Du hast bestimmt das Wort. Wer fliegt jetzt im Wunder? Es ist ein Rundflug, der am gleichen Ort wieder landet, der gestartet ist. Nein, es ist kein Rundflug. Es kommt ein anderer Gate, das heisst nachher der Flughafen wieder anders. Nein. Es ist der... Dürfen nur Väter drin mitfliegen? Nein. Es hat schon was mit der Distanz zu tun. Ah, Das es ist der gibt... kürzeste Flug, was es überhaupt gibt. Es ist der kürzeste Flug, genau. Korrekt. Es ist der kürzeste Flug, den es überhaupt gibt, mit 2 Minuten, wo man über der Boden ist. Die Distanz ist 2,8 Kilometer. Fliegt so bis 2 Minuten. Das laufst du ja. Also bist du schneller. Das ist ja schnell. Ich kann schnell ein Bild zeigen. Sehen wir so drauf auf die Distanz. Die Innovation, ein Flug kostet 60 €. Wow. Da laufst du ja mehr, wenn du Mit zu dem Auto Zürich ist eine Flughafen Stunde. reingehst, bis zum Gate. Also mit dem, Ja, das ist eine Flughafen Stunde. länger. also mit dem Das sind Bus... aber Inseln, okay. Das sind 2 Verstehe Inseln, ich- ja. Aha, okay. Aber Jetzt hast du wieder gesagt- es hat eine Brücke, man kann drüber laufen, theoretisch. Also verstehe ich das richtig? Mit dem Bus, wo du zum Flüger fährst, Bist länger Wärst- weg. ja, wärst mit dem Bus wahrscheinlich schneller, wenn du gerade direkt Ja. zum anderen Ding Und so Ja, fahren. aber ein du musst- Beispiel, du musst- sehen wir noch die Weltkarte und da drauf wärst. Oben sind die beiden Ortschaften. Du musst eine Stunde vorher einchecken. In der Stunde, wo du wartest, wärst du schon dort. Sicherheitskontrolle bis zum geht nicht mehr und der andere fährt einfach rüber. Ja, der andere sagt, ja, hey, fliegen. Ja, gut, hey, ist gut. Ich laufe mal los, wir treffen uns dort. Ja, okay, aber die 2 Kilometer ist wahrscheinlich Luftlinie. Nein, vor allem das Geile ist, Und aber was- haben wir echt ein und Klimaproblem. Und falls ihr das denkt, ich würde jetzt auch schon die Tiger fliegen gehen, die Flüge sind wegen Corona gesperrt. Also leider, wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt. Also auch denke ich, wird der kürzeste Flug von der Welt fliegen Ja, gehen. gut, komm. Gut, wenn die Kürzer Brücke, Flug auf die Welt. wenn jetzt die Brücke gesperrt wäre, würde es wenigstens noch einen Sinn geben, aber... Damit haben wir noch 3 Punkte Arbeit, würde ich noch sagen. Damit sind wir bei 9 Punkten. Also knapp bei 10 Punkten in einem Team mit 2 Leuten. Ja. Sieht man es wieder einmal. Es ist einfach interessant, kaum geht es ums Ausland, sind wir wirklich top. Es ist, Das ist einfach Hammer. Oder ums Ja, aber das ist- Besoffensein, oder um Ja, aber das ist ein- Klimaerwärmung. aber das ist im Fall noch sehr oft in Ländern so, wo eine gute Schulbildung haben. Du lernst viel mehr über die anderen Länder als über das eigene Land. Mein Bär hat früher immer gesagt, was lernen ihr da über Australien und von dort und dort? Die wissen ja nicht einmal, wie der Berg da wo da gerade vor der Hütte ist, wie der heißt. Und das stimmt sogar. Ja, das stimmt. Weißt du, weißt du die alle Berge, die rund um die herum sind? Weißt du, wie all die heißen? Wenn du mir anschaust, das ist der, das ist der. Die wenigsten wissen das. Mich eingeschlossen. Dann weiss, dass der Purzel das nächste Mal machen kann. Mehr Fragen ins Ausland bringen, ja. Nein, mehr. Ja, ist ja gleich. Ich sage jetzt nicht mehr, sonst nachher nimmt er dann das. Ja, aber Sie- ist doch so, oder? Ja, sage- ganz schnell, nochmal schnell Fragen rein. Die 10 höchsten Berge aus der Schweiz. Ja, wüsste nicht mal einer, glaube Nee. Doch, doch. Oh. So ich. Ja. So, Heißt. jetzt sind wir genau bei der nächsten Frage. Eine männliche Jungfrau. Die nächste Frage ist nicht die höchsten Berge, sondern, Sondern die die grössten grössten Seen. Aber so, ich würd euch damit nicht verwirren. Aber es wird noch vielleicht, also wenn es einen See gibt
oder wo auch im Ausland ist, sag mal beispielsweise einfach mal der Bodensee, wo aus Deutschland ist, wird nur die Fläche von der Schweiz gemessen. Oh, okay. Darf der Chris Hayetti mit dem ersten See anfangen? Bist du gerade mit der Antwort Nummer 1? Ja, die grösste See, also ich bin so kein Roller. Aber keine Ahnung. Ich nehme jetzt einmal, weil ich da gut gelaufen bin und jetzt nicht Bodensee will sagen, sage ich mal den Genfersee. Du hast wieder, fangst mit Platz 1 an, Platz 1 Genfersee. Mit 345.000 Quadratkilometer. Und auf der Wailer noch? Ist jetzt das eine Fangfrage gewesen, wegen dem Bodensee? Nein, ist mir einfach das sollte doch nicht verwirren, das sage ich mir. Ja, nicht, dass die Grenze irgendwie gerade an der Küste von der Schweiz Nein, entlang die geht. Grenze ist meistens in der Mitte vom See. Ja, Bodensee. Sag ich Bodensee, dem. sagst du, ist Ist auf nicht Platz, drin. nicht auf Platz 2, aber auf Platz 3 war Bodensee mit 172.000 Quadratkilometer. Dann wird der Easy wieder dran. 4 Waldstättersee. 4 Waldstättersee mit 4a, wie Platz Nummer 4. 113 1000 Quadratkilometer. Den Kitschwitsch. Lac Neuchâtel. Ach, Mann. Lac Neuchâtel als Neuenburger See. Das Ja. wäre sogar Platz Nummer 2 mit 215.000 Quadratkilometer. Ist sogar der größte See, der größte See rein schweizerisch gesehen, wo nur der Schweiz ist. Gibt es jetzt überhaupt noch mehr See? Kennt Ja, ihr? Ja. Die Schweiz hat im Fall Naschitia, total viel Seen. darf noch eine sagen. Etwa 2.000, 3.000, oder? Oder was haben sie mal gesagt? Ja, Die grossen. ja, 2000, ja. Sagt der Zürichsee. Der Zürichsee, sie macht gerade einer weiter, Platz Nummer 5. Zürichsee mit 88.000 Quadratkilometer. Dann wäre der Krischa wieder dran. Ich weiß nicht, wie der heißt. Da von, ja, was heißt der? Lugano-See oder so irgendwie heißt der. Lugano-See oder auch genannt Lugano-See oder auch genannt Lago di Lugano ist der dabei. Er ist nicht der Der muss größte. dabei. Aber der muss dabei Er sein. sagt, er muss dabei sein, ist auf Platz 10 dabei. Lago di Lugano mit 30.000 Quadratkilometer. Der Wailer, Der Lago Maggiore. Lago Maggiore oder auch genannt Langener See, ist recht groß, aber auch recht schmal. Ist der dabei? Er ist auf Platz 7 mit 42.000 Quadratkilometer. Oh Gott. Den darf wieder der Easy. Hätte noch 3 Seen aussuchen. See in der Schweiz. Genau mein Thema. Ich kenne nur noch einen, das war der Sambacher See. Ich glaube nicht, dass der dabei ist. Die kleine Pfütze. Bachensee. Er ist garantiert nicht dabei. Wenn ich was versehe, der war Platz 1 gewesen. Nein, er hat nicht dabei, ist Platz 115. Der größte Schweizer See. Leider nicht dabei. Jetzt auf Platz 150. Knapp verfehlt. So geil. Damit wäre wieder Kitschwitsch dran. Ich sage jetzt nur, weil er wirklich bei mir in der Nähe ist. Und das ist der Bieler. Der Bielersee, sagt Kitschwitsch. Bielersee wäre auf Platz 8. Ah, da bin ich das sogar noch gesehen. Mann. Naschitia. War ein Festival gewesen? Wie? Ist an einem Festival gewesen? Nein. Oder eine Party, okay. Er hat jetzt gesagt, Luzerner See, also. Ja. Nee. Der Luzerner See ist leider überraschend nicht dabei.
Vor allem, wenn wäre der 4 Chattersee. So, es gibt zwar einen Lucian, aber der ist nicht dabei. Dann wäre der Christian wieder dran. Hätten wir 3. Wir hat da 2 Antworten. Der dritte wäre Thunersee. Bielersee. Thunersee. Ja. Thunersee. Schauen wir mal, ob der dabei ist. Thunersee. Platz Nummer 6. Tjernaussee. Dann hat noch der Raider Chance auf Platz Nummer 9. Wer ist noch dabei? Der Wallensee. Oder ist das viel Walensee ist leider nicht nicht dabei. Dann wäre wieder Kitschwitsch dran, weil der Easy draussen ist. Ich schwanke zwischen 2. Dann nimm der falsch. Dann weiss ich, welchen ich muss nicht. Ich hätte jetzt gesagt Zug. Der Zugersee, Nein, sag das nicht. Das darfst du nicht sagen. Musst du was anderes sagen. Zugersee ist die erste Antwort gewesen. Platz Nummer 9. Zugersee. Damit Ja. gewinnt die Runde Respekt. das Team B mit 6:4. Ja, sehe, das. Ja. Easy wieder mit seinem Platz 150. Ich habe nur noch den kennt, der ist doch meine Yacht. Geil ist auch, der Chat bei mir auch noch. Sehr schön. So Halwilersee noch hergeschrieben. Blausee. Nicht einmal Das ist durch noch Ich kann schon noch sagen, der Heizsee, der ist wahrscheinlich, was ich wirklich. Der Gartenteich oder so. Ja, da hätte ich die Regenpfütze von draußen vor dem Haus können sagen, die grösser war. So, fangen wir, ich kann da gerne noch orten. Platz 116. Also das Team Isi und Christoph der Orte hat noch 4 Kategorien. Panik in Neuseeland, weißt du wer ich bin, großer Parteisatz oder ein göttliches Hotel. Was hättet ihr gern? Panik in Neuseeland, weißt du wer ich bin, Komm, wir machen, weißt du, wer ich bin. weißt du Ja, wer machen wir. ich bin. Machen wir was. Loggen wir ein. Wisst ihr, wer ich bin? Frage ich, wer ist Purzel? Du. Korrekt. Nein. Frage ich, was ist ein Froschlöffel? Froschlöffel. Froschlöffel. Ist das ein Löffel, wo man die Froschschenkel ausschaben? Nein? Ein Schuhlöffel? Nein? Froschlöffel. Froschlöffel. Also ich muss sagen, noch Also nie ich- gehört. Grisha, du? Ich vermute, es wird nein, auch noch nicht. Ich glaube, es hat ihnen etwas zu tun, wahrscheinlich mit der Form. Ja, Und hat nichts zu tun, dass es irgendwie so mit einem Frosch, weißt du, Frosch beim Tier, im Sinne von, wo du beim Tier anwendest. ich Wo denke, könnte. ihr denkt kein Tier, oder was denkt ihr kein Tier? Ja, gut, das könnte schon. Ist das ein Tier? Ein Tier? Ist das eine Eidechsenart, die aber aussieht wie ein so etwas Ähnlichkeit hat von einem Frosch? Nein. Ich kann gerne mit dir weitermachen, aber ich habe noch keine Punkte über. Machen wir weiter und kriegen auf keinen Punkt zu. Jedes Tier nennen. Ja, aber man kriegt gleich keinen Punkt, weil es einfach falsch ist. Ist es eine Kaulquappe? Nein. Also die Vorstufe. Ist es Nein, Mulch? nein. Die zweite Nein, Vorstufe. Damit das sagen, dann gibt es keinen Punkt. Dann, warte mal. Ist das. Ist Schuhlöffel oder ist so das Schuhhandwerk? Irgendwie so mit Handwerk sind wir gar nicht so, glaube ich, wären wir gar nicht so verkehrt. Das sagst du jetzt. Meinst das- du, können so Ich ein sage dir, Schnitzwerk? jetzt sind wir weiter weg.
Ah, in dem Fall doch nicht. Noch weiter weg. Also mit, Nein. Da ist noch das Tier näher dran, wie jetzt so ein Gegenstand. Mit dem Löffel darf man Froschsuppe essen und sonst nicht. Nein. Heisst es einfach nur Froschlöffel? Es gibt keinen anderen Begriff für das. Der heißt Frosch. Also, es heißt aber so. Das Ding heißt Froschlöffel. Heißt Froschlöffel. Froschlöffel. Ist das ein Löffel, wo man Quark damit isst? Wegen Quark. Nein. Ich glaube, es ist ja kein Gegenstand in dem Sinn. Also es ist nicht ein Löffel. Ich glaube, es ist wahrscheinlich. Oh mein Gott, hey. Es ist schon kein Werkzeug. Ist das irgendeine. Ist das eine Pflanze? Pflanze, Wo, sehr gut. wo Tiere drauf landen, wo so gesagt drauf vielleicht kleben bleiben oder irgendetwas, wo die Frösche nachher wie von einem Löffel essen können. Die müssen sie nicht jagen. Also mir lange schon wieder sagen, was für Pflanzen ist. Was für Art Pflanze. Nachtschattengewächs. Nein. Das ist so eine fleischfressende Pflanze. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Ist es doch so eine fleischfressende Pflanze? Das ist nicht schlimm. Ich weiß ja nicht mehr. Die Röhre, wo die dann reingehen. Die Blumen, die reingehen. Ja, das ist so Nein, eine Röhre nein. und die fallen rein. Oder irgendetwas. Es ist keine fleischfressende Pflanze, sag jetzt mal. Nicht. Was haben Sie für Was eine für Pflanze? Pflanze? Was für eine Pflanzenart? Die Art lange wir schon. Ja, da geht's aber. Pflanze. Also eine. Ja, ich kenne gar keine Pflanzenart nicht im Botanik. Oder wo wächst sie? Ja, ich nehme mal an, wenn es mit fragst, Sumpfgebiet. in der Nähe im Sumpfgebiet, eine Sumpfpflanze. Genau. Genau. Also genau die richtige Antwort. Da ist eine Sumpfpflanze. Das ist die richtige Antwort. Kann euch ein Bild zeigen, so sieht, also, ich mache es ein bisschen kleiner, so sieht eigentlich ein Froschlöffler aus. Ist nichts Spezielles. Froschlöffler ist eine Pflanzenart innerhalb von der Familie der Froschlöfflergewächs. Es gibt genau 9 Arten von der Froschlöffler, also von der Pflanzenart. Und die Arten gibt es seit 2013. Sie meistens meistens leben in den südtropischen Gebiet. Ah. Aber eben dann nicht in der Schweiz. Nein. Aber ich trotzdem Aber hey, 4 Punkte für euch. Wir sind Maschine. Hilf bei uns. Also da wird Jetzt ohne Gnade. Jetzt darf das Team Waylo, das Team Kitschwitch und das Team Natricia noch Kategorien wählen. Gibt noch 3 Kategorien. Unter anderem Panik in Neuseeland, kurioser Polizeieinsatz oder ein göttliches Hotel. Rita, du darfst. Panik in Neuseeland, kurioser Polizeieinsatz oder ein göttliches Hotel. Hätte jetzt gesagt, kurioser Polizeieinsatz. Kurioser Polizeieinsatz, das den wir doch gerne einloggen. Und den schauen wir mal, was die Frage ist. Da muss jetzt mein Vater stolz machen. Die Frage ist nicht von der Schweiz, auch die ältere Frage wieder. Da haben wir eine Chance, wenn sie aus der Schweiz ist. Ist so geil. Was war an einem Polizeieinsatz in Odelshausen im Jahr 2017 speziell? Das tönt nach irgendwie Deutschland, oder? Kann das sein? Ist richtig, aber gibt trotzdem keinen Punkt, wenn du das weißt. Ja, das grenzt schon einiges ein bisschen, oder? Es macht nichts, der Ort macht nichts mit der Antwort aus. Das Gesetz vom jeweiligen Land. Mit Känguru meinst du? Nein. Hat es etwas mit YouTube zu tun? Es hat doch mal der Leo Mascher hat doch mal im McDonalds eingebrochen oder so und alles gestreamt. Nein. Ist das nicht das? Okay. Ich war glaube nicht dort gewesen. Und Keine los Ahnung. her. Es geht mehr auf die Art vom Polizeieinsatz. Also warte, vielleicht der, was Es der sind alle Grund im Tisch ist. gekommen. Nein.
Das ist ja das Step, weißt du, der Grund gewesen, um die Polizei müssen eingreifen. Also mit YouTube hat es wirklich gar nichts zu tun. Nein, Okay. Damit sonst keine Internetsachen. nein. Hat es mit einem Gesetz zu tun, was es nur dort gibt? Nein. Das ist nichts Skurriles in dem Sinn. Das Spezielle ist mehr gewesen, wie es passiert ist. Warum die Polizei müssen kommen? Der Kollege Essig der iPhone-Alarm ausgelöst, nicht extra. Nein. Also ist Technik gut? Also so Es hat Handy. mit Technik, ja, es hat was indirekt mit Technik zu tun. Wenn irgendjemand ist in sein eigenes Haus eingebrochen und hat die Alarmanlage ausgelöst. Nein. Ja, das gibt es da in der Schweiz täglich, das müssen wir nicht aufschreiben Ja, irgendwo. ja. Ein Lütestreich. Nein. Hat es etwas mit einem Tier zu tun? Die hat tönt gut. Eine Katze hat irgendetwas ausgelöst. Ein Feuer... Nein, Feuer, da kommt Mit der Katze tönt auch gut. Kann es sein, dass eine eingesperrte Katze irgendwie selber Hilfe gerufen hat? Ich lasse so gelten, ja. Es war, eine Katze ist in einem Auto eingesperrt worden, aber anstelle dass sie gemiaut hat, hat sie mit Hilfe von einer modernen Technik einen Alarmknopf drücken, damit die Polizei kommt. Lol. sicher ein Tesla gewesen. Damit gibt es für euch stabile Punkte. 6 Stück an der Zahl, macht 15 Punkte. Yes, Es stabil. bleibt für die letzte Runde noch spannend. Warum? Wieso haben wir denn vor? Also wir hätten vor müssen wir locker 10 Punkte kriegen, so schnell wenn wir das Mindestens. Mindestens. Gibt es jetzt noch doppelt so viele Punkte in der letzten Runde, oder was? Nein, normale Punkte. Aber wir haben trotzdem eine Chance. Weil der Start, kann ich schwören, es steht 23:15. Also ein bisschen 8 Punkte braucht er da zum Aufholen. 9. Also für Team Alpha. Dann müsste ja jetzt der Grisha gar nichts wissen. Das ist ja so gut wie unmöglich. Ja, das müssen wir beide gar nicht wissen, der Easy und ich. Aber ich denke jetzt einmal, dass da relativ einfache Fragen sind, nämlich die Top 10 Kantone mit den meisten Einwohnern. Jetzt sagt das Bündnerland. Nein, die haben nicht so viele Einwohner. Ja, auf Platz 113, oder wie viel? Nein, da gehst du dafür anfangen. Ja, mit dem Einwohner, mit dem Kanton mit den meisten Einwohnern. Ja. Also ich weiß nicht, ob es Platz 1 ist, aber natürlich. Wir fangen mal Platz extrem 10 an, viele- einfacher. Das ist natürlich sehr viele Einwohner, hat logischerweise Zürich. Zürich, das heißt Platz 1. Das hat nicht stimmt, die ist gerade disqualifiziert für die Runde. Aber leider dir recht gibt, Platz 1 Zürich mit 1,5 Millionen Einwohnern. Dann wäre der Grisha, dann wäre der Raylo dran. Also es müssen ja recht viel sein, oder? Ich meine, 10 sind wir wieder wie vorher mit 26, also... Ja, was halt grosse Städte hat, keine Ahnung. Kanton, sag mal. Kanton. Ja, ich Kanton, ja. Nicht Städte. Ja. sag... Viele Städte hat es wahrscheinlich in Kanton Bern, sage ich jetzt mal, Bern. Kanton Bern, aber so, ohne groß zu wissen, trotzdem hat Platz 2 herausgefunden. Mit knapp über 1 Million Einwohner, Kanton Bern. Den Easy. Ich weiß gerade Platz 3. Ich hätte jetzt noch. Mein Heimatkanton Basel-Land gesagt. Basel-Land hätte viele Einwohner, hätte ein paar, aber leider nicht Top 10. Ah, Damit ist der Easy raus. Fuck. Gut, wenn man die YouTuber doppelt zählt, dann vielleicht sind sie auf der Liste, oder? Den wäre jetzt Kid Switch dran. Ich sage Genf. Kanton Genf ist ein relativ kleiner Kanton, aber hat eine hohe Bevölkerung und ist auf Platz 6 mit 506.000 Einwohnern. Mit ist der Grisha. Nein, sorry, damit ist
Naschitia dran. Fast vergessen. Das gesagt Kanton Luzern. Kanton Luzern. Sie vorher schon was gesagt, Kanton Luzern. Luzern hat drinnen. Luzern ist größer wie Genf, aber er hat weniger Einwohner. Platz 7 mit 416.000 Einwohnern. Nehmen wir den Christian wieder dran. Ja, das ist ja. Also, was haben wir? Genf haben wir ja schon gehabt und all das. Was hat viel Einwohner? Bitte jetzt einfach die Lage. Ja, Freiburg. Kanton Fribourg. Bist du sicher, dass der wirklich viele Einwohner hat? Nein. Er hat Nein. Zweifel dran, aber er hat Schweinkreis Platz Nummer 10 mit 325.000 Einwohnern. Jetzt ist der Walo dran. Hat noch 5 Kantone. Wie viel hat Fribourg gehabt? Das ist, kann ich nicht einschätzen, was auf 9 und 11 kommt. 325.000 Einwohner. Ich sag St. Gallen. Kanton St. Gallen. Hat doch ein paar Einwohner. Mehr als 325.000, oder? Sogar 514.000. Platz 5. Den Kitschwitz hat noch 4 Kantone übrig zum herausfinden. Tessin. Kanton Tessin ist ein grosser Kanton. Hat auch viele Einwohner. Der Bahnhof Quiz ist schon vorher durchgekuscht. Nicht dabei gewesen. Aber jetzt ist auf Platz 8 dabei. 350.000 Einwohner. Naschitia. Weiss China ein Kanton. Hat noch 3. Er hat jetzt gesagt Kanton Uri. Kanton Uri. Jetzt mal die erste Frage, wo liegt der Kanton überhaupt? Ist er überhaupt dabei? Das ist doch. Leider ist er nicht dabei. Somit liegt da kein. Somit ist wieder die Chance für den Richard, zu einen Punkt holen. Der wäre der finale Punkt. Könnt ihr euch schon mal den Sieg sichern? Easy, Aargau. Kanton Aargau. Der holt uns jetzt einen Sieg, easy. Der holt uns den Sieg, musst du schauen. Kanton Aargau liegt leider nur auf Platz 25. Was? Komm, sicher nicht. Nein, manchmal. Platz 4 Aargau mit 294.000 Einwohnern. Da muss ich mich nicht so schlecht fühlen, dass ich gerade die erste Antwort falsch gemacht habe. Walo. Ja, ey. Hat Ja, noch gut, ich Chance. habe gerade Platz. Ich habe den ersten Freiburg Platz 10 geholt. Ja, aber Freiburg ist dabei. Hat noch Also- 2 Kantone. Du hast ja vorher gesagt mit den Bahnhöfen, dass ja Lausanne relativ viele Leute haben, die pendeln, oder, mit dem Zug. Also dann würde ich jetzt einfach mal sagen, das Wattland. Aber die sind leider alle aus der Ostschweiz, die Pendler. Nein, da ist ein Kanton, und obwohl ich unterschätzen tönt, weil Kanton Waadt ist auf Platz 3 mit 48.000 Einwohnern. Wow. Wahrscheinlich keiner denkt, dass der so hoch ist. Kitschwitz, Platz Nummer 9, letzte Chance. Keine Ahnung. Das ist also hure doof. Was gibt's noch? Keine Ahnung. Ey. Nein, jetzt habe ich wirklich gerade, das Problem. Bitte Antwort. Ja. Nein, ich weiß nicht. Vor allem weiss ich nicht, was wir schon hatten. Ich habe einen Tipp, aber zähle ich es nicht. Ja, danke. Ich sage Zug. Kanton Zug, Kanton Zug. Ich habe viele Postadressen. Viele Post, aber aber leider immer die gleiche Adresse, damit ist leider nicht dabei. Hat wieder Scheiße. der Grisha Chance, letzten Punkt holen. Weißt du, Platz Nummer 9. Das ist ja. Unscheinbar aber dabei. Das geht schon mal. Gott, den Sieg haben wir ja so oder so. Ja, ziemlich sicher. Aber wird spannend.
Graubünden hat nicht so viel. Graubünden ist scheiße klein, das ist nur gross. Ist der größte Kanton von der Schweiz. Immer vor. Ja, und auf Kanton, ja, Graubünden, also Zürich, Bern. Das haben wir schon gehabt. Tessin, etwas haben wir auch schon gehabt. Haben wir Thurgau schon, ist das schon gesagt worden? Thurgau, wo mehr Kühe leben als Menschen. Ja, aber die zählen 10 und das ist eine Familie dort. Thurgau leider nur Aber ich ist das Einzige, aber nicht dabei. Und Ja. Hey, Klepf. das hätte ich auch gesagt im Fall. Jetzt ohne Sagen, wegen Frauenfeld, Wil, Konstanz und all das Zeug. Ich glaube Solothurn. ja, irgendwie hast du immer das Gefühl, in Thurgau, alle sind vom Velo ist Thurgau. dabei, Velo, die letzte Chance. Ja. Ein Kanton. Es muss irgendwas zwischen 325'000 und zwischen 350'000 sein. Ja. Es sind ganz genau 348.503 Einwohner. Ach komm, ich versuche es trotzdem mit dem Gedanken vom Grisha. Ich sage es Graubünden. Wir hassen es auch. Wenn das stimmt, dann ist muss ich gross nicht. und ist auf Platz. Es sind ja nicht viele, man, 300. Nein. Nein, die haben glaube nicht mal ist- Nein, die haben nicht mal 200'000. Zürich, Graubünden, oder? allein die Stadt Zürich hat 400'000. Ich meine, das wäre theoretisch möglich. Ein Tipp von euch noch, es ist ein Kanton, wo man nicht gut versteht. Ist der Graubünden. Schon. Es wäre der Toblerone-Kanton gewesen. Wallis. Mit 348.000 und 5. Wow ist. Damit Wallis steht ist doch immer 3 zu 6. Das Wallis hat mehr Einwohner als Graubünden. Ja, Okay. Graubünden hat viel Berge. Bruh. Graubünden auch. Ich meine, Wallis hat mehr Berge. Graubünden? So, Ja, Graubünden jetzt besteht gibt es noch fast aus zwei Bergen. Das ist Fragen. die nächste Frage. Wer hat mehr Berge? Panik mit Neuseeland oder halt ein göttliches Haus? Gibt es jetzt noch als Last Quiz? Oh, Panik mit Neuseeland oder ein göttliches Hotel? Was würden ihr lieber nehmen? Wer ist dran? Du? Team Easy und Team Grisch. Ah, wir. Wir sind dran. Hoppla. Ja. Ja, wir sind schon abgeschaltet, weil wir gewonnen haben. Panik in Neuseeland oder ein göttliches Hotel? Das ist nur eine Show laufen da. Komm, wir nehmen das Hotel. Wir sind Göttli. Wir sind Oh. Götter heute, also nehmen wir das göttliche Hotel. Ja, Ja, wir haben gut. noch ein Ausland. Ja, so geil, danke. Ein göttliches Hotel. Dann tun wir noch einmal schnell die Frage einblenden und die Frage wäre gewesen, Warum? Du musst über einen Grund. die haben wir schon mal gehabt. Die Frage ist, geht auch ins Ausland, also dem wir beide Fragen Ausland sind. Ja! Was ist speziell am Poseidon Hotel in Fidschi? Oh, das weiß ich sogar. Klar. Dass der Chef Poseidon Poseidon Hotel. persönlich ist. Nein? Ja, also, es ist unter Wasser. Die ganze Hotelanlage die ist komplett unter Wasser. Das ist richtig. Das war die richtige GG. Antwort. Im Poseidon Ja, Hotel der sind Gott Poseidon. in jeder Suite mindestens 70% der Wände aus speziellem durchsichtigen Kunststoff gefertigt, der einen Blick auf die einzigartige Unterwasserwelt des Südpazifik bietet. Es sind lediglich 27 Übernachtungen pro Jahr möglich. Laut den Betreibern gibt es allerdings jährlich bis zu 150.000 Reservierungen. Eine Suite kostet angeblich 30.000 Franken pro Nacht. Apo. Also Herr Bildzeiger aussieht, also einmal sieht das Hotel Sicher hure sieht geil. etwa so aus. Ist das nur animiert, das Hotel gibt es auch wirklich. Sind so wie so eine U-Boot, sieht es aus. So U-Boote, die gebaut worden sind. U-Boot. Wie so U-Boote, die abgeschlossen sind, dass man kann durchlaufen kann. Und das Hotelzimmer sieht selbst etwa so aus. Mit wie Fisch, die man kann sehen kann. Das gibt die nächsten paar Punkte für euch. Die nächsten 3 Punkte, dann wären wir 26 Punkte. Also ganz ehrlich, in diesem Hotel wird ja anders Platz angesprochen. Es ist wunderschön wahrscheinlich, aber Platzangst. Somit bleibt nur noch leider eine Kategorie übrig fürs Team
Wailor, Kitschwitch und Nashitia, nämlich Panik in Neuseeland. Die mag ich einlösen. Wie kommt da eure Frage? Sie kennen die Frage schon mal gehört davon. Und die Frage wäre, wieso musste man im Süden von Neuseeland 2018 notgedrungen plötzlich Spielplätze bauen? Die waren auf der Suche nach Heroin-Junkies und dann haben sie gefunden, sie bauen Spielplätze zum Locken. Nein. Macht aber Sinn. Ja, es ist schon spät. Kokain und Kinder, ja, das passt zusammen. Ja. Also, Je später, je besser. Irgendwann. Ja. Nur im Süden, sonst nirgends. Ja, Oh, vor was allem hat Süden. Die Frage ist, was mit der Panik zu tun hat. Jetzt mehr, dass es ist vielleicht etwas passiert, damit müssen die Dinge bauen. Die viel Panik auch übertrieben. Aber geht es um gefährliche Tiere, wo nachher Kind quasi an einem sicheren Ort eher spielen, demzufolge? Weil dort Australien und Neuseeland ist ja bekannt für so giftige Tiere und so Zeug. So Spinnen zum Es Beispiel. sind keine giftigen Tiere. Aber es sind Tiere. Das Kind fett Es sind Tiere. und dann hat man es einfach auf den Spielplatz geschickt und mega viel aufgebaut von denen. Nochmal. Bin ich grad. Nein, es ist sicher nicht das. Doch, sag nochmal. Vergiss es. Nein, einfach man hat Schiss gehabt, dass die Kinder zu wenig Auslauf haben. Man sieht sicher nicht so. Nein, es hat Und- nichts mit den Kindern zu tun. Aber nicht schlecht, also sehr guter Ansatz. Das könnte man zwischendurch bei uns haben. Nein, Spaß. Also, Nein. Tiere tönt gut, Kind tönt weniger gut. Man hat mega viele streunende Viecher gehabt und dann hat man Spielplätze gebaut und dann haben die Kinder dann mit diesen Viechern gespielt. Nein, Hat etwas mit dir zu tun? mit dir ja. Also man hat schon den Spielplatz für Kinder gebaut, nicht für die Tiere. Das sagt wer? Also ist jetzt eine Frage. Aber Das würde ich nicht unterstützen. Mit Es hat, Spiel- es hat zu Es viele hat schon Streuner Spiel- gehabt. Es hat zu Es hat- viele Streuner ja. gehabt, dann hat man Spielplätze gebaut, für die zu sozialisieren. Nicht zum Sozialisieren. Fragst du auf wie viele Tiere? Also es gibt es dort. Dodos. Nicht Pendodo. Es hat zu viele Affen gehabt und darum hat man mehr Spielplätze müssen machen, weil es einfach zu wenig Platz auf den Spielplatz gehabt hat. Nein. Bei Kind mit der Oder fragst du, warum hat man einen Spielplatz für Tiere bauen? weil die Tiere sonst die gespielt hätten, wo die Kinder sonst gewesen wären. Nicht wegen dem. Sicher. Sondern kann es sein, dass man den Spielplatz für Papageien gebaut hat? für Papageienart, ja. Und wieso? Weiß nicht, ich glaube. Dass man sie Sport besser machen können vielleicht? schiessen. Was? Dass man sie besser können Nein. schiessen. Weiß nicht, zum Sport Und machen. kochen, gell? Ja, so. Jetzt so als Tipp, die Tiere heißen Keas. Die Papageienart. Okay. Wie seid ihr da irgendwas? Nein. Also, aber ich hätte gesagt, das ist ein Sportplatz für Vögel. Ja, und warum baut man für Vögel einen Sportplatz? Ich buche doch keine. Weiß es doch nicht. Sie haben ein Problem mit Postboten und die muss man jetzt abrichten, dass sie die Post verteilen können. Nein. Ah, Mann. Das wäre eine so geile Umsetzung, wenn das wäre. Hey, ich würde das so feiern. Hey. Oder was würden die Keas machen, wenn sie keinen Spielplatz hätten? Sie Ahnung. würden... Das Zeug kaputt machen? Ja, genau. Alles zerstören. Die ganze Genau. Stadt zerstören. Das ist jetzt die Antwort.
die können Ikea, wenn denen langweilig ist, fangen sie an Autopneus oder halt Müllsäcke auseinandernehmen. Und dass die nicht Sachen von den Menschen kaputt machen, haben sie angefangen Spielplatz bauen, um die Tiere unterhalten. Das war die Antwort. Das ist top. Das ist geil. Also Jana, wenn du im Fall einfach nicht anständig bist, gehst du auf einen Hört einfach nicht. Spielplatz. Somit gewinnt trotz eurer genialen Antwort, die das halt zum Erfolg geführt hat, mit 26 Punkten das Team Grisha Yeti und Easy. Und das Team B ist der knapp hinter dran mit 21 Punkten. Jawohl, Sieg! Ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken, für alle, die heute mitgemacht haben. Vielen Dank an Grisha Yeti, vielen Dank an Kitschwitsch, an Natisha, an Easy und auch an Reno. Und auch vielen Dank, dass ihr auf das Quiz macht. Ich hoffe, dass es gleich noch viel Spaß macht, auch wenn es euch ein bisschen geleckt hat. Ja, also mir hat Spaß gemacht. Ins Gott, wenn man Ja, merci vielmals. das will Ja, man. das was gut. Danke für die Einladung und hoffe, es gibt noch weitere Folgen sonst, also zum Zuschauen oder wieder mal zum Mitmachen und abräumen. Also, Ja, ich weiß ja nicht, ich auch gleich jetzt lang gegangen ist, wie jetzt 2 Stunden, sondern fast 2,5 gegangen ist. Stimmt. ja, das passt. Egal. Top gewesen mit diesen 2 Teams, also mit dem Konzept. Ja, das ist. Ich sage, das kann so ein Special immer wieder mal so etwas machen, finde ich es noch cool, ja. Also vielleicht einfach so, neben der Info, wir haben bis jetzt eigentlich immer ein Team, also quasi 3, die miteinander gemeinsam eins gemacht haben und jetzt haben wir einfach mit 2 Teams gegeneinander, oder? Das, ja, so als Info nebenbei. Aber ist sicher auch cool so. Ja, also kann ich auch nur zustimmen. Also ich persönlich würde sagen, eben, das so etwas als Special. Nicht jedes Mal so, weil es ist ja, ich kenne es ja selber und es ist schwer, Leute zu finden. Und wenn du jetzt mal denkst, du musst jetzt mal 6 Leute finden, ist es recht schwer, ist einfacher 3 Leute zu finden. Denken wir, aber immer wieder mal so ein Special das raushauen. Wie jetzt so auf die Festtage oder irgendetwas, finde ich das noch eine coole Sache. Abwechslung in einem Format, so mit, auch noch mit reinkriegen. Ja, am Schluss gekommen, bei der total genialen Show. Erst einmal vielen Dank. Wir können das Schlusswort an Reda übergeben. Warum? Das tut auch noch den Abschluss machen. Aber vielen Dank, alle, die mitgemacht haben. Merci Jo. vielmals. Danke auch. Merci dir, ja. Merci. Und Coole unbedingt Sache. unbedingt bei allen anderen, also bei allen von euch natürlich, ja, vorbeigehen, natürlich auf den Kanal und die Leute auch abonnieren und liken und ja, folgen und ja. Ja, Support. genau. SwissTubers. Ja, das habe ich jetzt müssen sagen, oder? Ja, sicher. Lauft ja unter SwissTubers. Ich Ja, wünsche euch einen schönen definitiv. Abend noch und noch ganz viel Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Und allen anderen noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Und einen guten Rutsch. Jawohl, das wünsche ich Ja, allen gute auch. Rutsch, andere Guten Sache. Rutsch. Ciao miteinander. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.